Verdammt, ich hab verkackt. Ich bin 8 Sekunden zu spät, Timmy Boy. Es tut mir irgendwo leid, irgendwo aber auch nicht. Irgendwo aber auch nicht! So. Bin ich überhaupt. So, her mich selber. Verdammt, ich hab verkackt. Sehr gut! Wenigstens der YouTube-Sepp mal pünktlich. Das ist das Wichtigste. So. Schauen wir da aus. Warum redet sich da im Chat nix? Da redet sich doch auch was. Warum redet sich da nix? Was ist denn wieder? Was ist denn wieder? Leck mir am Arsch. Halle! Ich bin's, Birger. Montag schon wieder! Wo ist Wochenende hin? Weiß ich nicht! Breitis! Staudi! Kruzifix, was ist denn mit euch? Staudi? Der Chef, wer braucht Liebe im Sauseschritt, wenn man Raclette zum Abendessen hat? Auf einen geilen Stream vor Donau Squad. Kruzifix, Leute, ihr kennt's nicht. Das ist halt, das ist wirklich die Peak-Narrischheit, wenn jemand ein 50er 11 Minuten bevor der Stream angeht, da einer wirft. Und das auch noch per PayPal macht, sodass es nicht einmal im Chat, oder? Das ist im Chat habe ich es nirgendwo gesehen. Nicht, dass ich es übersehen habe. Ja, jetzt lauter geschubst. Leute, jetzt lauter geschubst, das ist alles, was ich weiß. Staudi, merci, Breitis, merci für Spaß im Urlaub. Timmy Boy, grüß dir daheim. Löwensepp. Habe die Ehre, Birger, ist fucking schöner Stream heute. Hashtag Gust Edelstoff, los das schmecken. Da bist noch eine halbe Braut fertig. Timmy Boy, warum nicht? Ich bin enttäuscht und mein Tag ist ruiniert. Ja, das soll ja sein. Das hast du verdient. Geiler Wichser. Raute LIRTASTI und Hashtag Spendenaufruf. Vollidiot. Und es wird nicht einmal angezeigt, dass das ich glaube, das waren ein bisschen zu viele Leertasten dazwischen. Schluss aus, glaube ich. Mein Mike, merci dir, Kruzifix. Schluss jetzt mit der Scheiße. Herr Gerald, jetzt auf jetzt mit der Geld umeinander Schmeißerei. Jetzt kommt nämlich gleich Werbung. Hoffe ich zumindest. Warte mal, ich muss sicherheitshalber noch mal nachschauen, wenn nicht das... Ah, gut, ist schon vorbei, können wir uns sparen. Gibt doch keine Werbung. So, geht's weiter umeinander. Passt schon. Felix, mir ist für 3 Monate. Ja, Bayer Tom, mir ist für 33 Monate. Genauso geschubst wie du da. Wer sagt, dass ich geschubst bin? Ich sitz bloß da und spiele irgendeinen Scheiß. Was soll ich machen? Felix, aber dritt, you should not pass. Wieso nicht? Danuvius, mir ist für 54 Monate. Auf geht's, Zombies aussortieren, lass die Sprache auf Englisch, sonst hast du teilweise falsche Übersetzungen für Aufgaben. Quarantäne goes brrrt. Haben wir schon wieder einen Backseat-Squad unterwegs, oder was? Herr Kaip, mir ist für 51 Monate noch 1 Monat, dann sind es 5 Jahre Mitglied. Das ist absolut gestörte Scheiße. Das heißt, dann bist du im März 2020 dahergekommen. Oh, das war Prime-Corona-Zeit. Das passt gerade richtig. Weil jeder Ungeimpfte, der jetzt da durch Grenzen durchkommt, da lasse ich einfach durch. Herr Mima aus der Messe für 3 Monate. Servus, mein Name zurück. Timmy Boy, was? Nein, lese ich nicht vor. Nein, Messe für Euro. Speckmaster, grüß den aus Niederösterreich, wo ja auch sonst. Mr. McGoldie, Messe für 21 Monate. Servus aus Linz, aber eigentlich aus Hannover, aber eigentlich aus Augsburg. Grüß an alle. Schießkommando? Was für Schießkommando, McGoldie? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Leuchtsepp! Im All hört dich niemand jammern. BPD Erwin Müller. Gehen wir gleich dazu. Ja, gleich vorm Zocken wahrscheinlich nicht, weil da labert ich mich sowieso wieder halbe Stunde tot. Heute ist große Annex-Siegerehrung. Mein Spiel wurde durchgespielt. Es hat tatsächlich ein paar Gestörte gegeben, die 3 Wochen lang einfach nicht geschlafen haben. So ist was ich... Was ist da im Chat eigentlich los? Warum hat denn da bloß keine Kastel? Was ist mit euch? Fix! Nochmal! Herr Blackhawk, mir ist für 28 Monate Streamanfang und ich bin da. Juhu! Steffi, mir ist für den 10er. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Theoretisch ja, ich kann doch nichts sagen. Jones! Da war Hickert! The Sound! Mr. Jones! Welcome to the Squad, mir ist für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber der Mr. Jones, wenn ihr mitmacht von der Lore, der ist sowieso... Fällt mir schon was ein später. So, wo haben wir? Kruzifix, wie lang ist denn das? Justizveranstaltungsbeauftragte. So, da haben wir stehen bleiben. Mehr als für 48 Monate. Hupsi, wie konnte das denn passieren? Weiß ich nicht. Jones, welcome to the squad. Merci dir. Timmy Boy 2.1. Merci für 12 Monate. Zodel, merci für 4 Monate. Habe ich Quarantäne gelesen? Hoffentlich nur Nudeln und Heiselpapierbunker. Du scheiß auf Nudeln, oder?
Merci dir. Zodel, merci für 4 Monate. Müller-Mausi, merci für 64 Monate. Hallo. Para ist auch da lachender Smiley mit lachenden Augen. Wer ist das lachende Augen? Hallo, Para ist auch da. Paramorphose. Ich weiß nicht, was ist denn Paramorphose? Das ist mit Sicherheit nichts Gutes. Das hört sich ungesund an. Das ist nichts. Merci dir. Müller-Mausi, Servus, Birger, Abend in den Stream. Danke an dich. Ein bisschen runtergekommen und danke an meine Mo fürs Aufmuntern heute Abend. Bester Ehemann. Die haben mich sauer geheiratet. Ja. Heit wieder live nimm's und geh Freide. Was? Wo gehe ich am Freitag hin? Der Mo von der Justizveranstaltung. Ich denke mir nichts, ich muss das Geld vom Himmel überringen! Fix! Gut, machen wir hinten noch eine Werbung. Schluss mit der Rundoneterei. Gestern hätte es im Shop 30% gegeben. Ja, habe ich vergessen zu posten, was weiß ich. Ich kriege das selber. Ja, leg mir mal. Lecken Sie mich am Arsch. Herr Justizveranstalterin, Kuss auf die Nuss, Dankeschön, das ist 2, aber das habe ich eigentlich gefühlt schon 64 Mal gesagt. Ziehen gebe ich ihm erst für 69 Monate. Nice! Ist ja, was ist denn jetzt eigentlich? Es ist wieder Monatsanfang, gell? Da schaut's kurz wieder so aus, okay, ja, ist eh wurscht, da nimm. Ja, nur der 2. Woche im Februar, dann hocken wir wieder da. Ja, was gibt's da jetzt zum ersten Jahr Reis? Mit was? Ja, mit nix, du Trottel. Jetzt haben wir den fetten Trottel im Internet deinen Fußgänger nicht hingeschmissen. Hätten wir was zum Fressen! Haben wir aber nicht! Kruzifix. Ziehen gebe ich merci dir. Timmy Boy, Nomi merci dir. Spreng ich merci dir. Oh Gott, der Spreng. Ich lese das mir einfach gnadenlos vor. Welches feminine Einrichtungshaus in Mittelerde schreit für... RRRRRT Bürgerschene Grias aus Oberösterreich. Eins nach dem anderen. Das ist der Sprenge da. Welches feminine Einrichtungshaus in Mittelerde schreit förmlich, ich bin kein Mann? Erwin Müller. So ein Bauchhöbige, die Trottel. Was soll jetzt das? Ja, was soll jetzt das? Frage ich mich auch! Alter, wie kommt man auf Erwin Müller? Halt dein Maul, Alter. Das ist wirklich... Ohne Scheiß, ich hab's heute schon einmal geschrieben. Ich glaub, ich hab immer das Battle vor meinen Augen. Dass du irgendwo auf einer Baustelle den ganzen Tag umeinander gichtelst und dir den ganzen Tag diese Scheiße ausdenkst, Alter. Ich flipp aus. Aber wenigstens wissen wir jetzt, was im Inneren vom Mackerl vom Bademantel steht nächstes Jahr. So, jetzt muss ich mich schnell mal. Sonntag-Ruhetag, merci dir, Roman, merci dir, 50er. Grüß nach Österreich, Kruzifix. Grantler Sepp, merci für 65 Monate. Hallöchen, endlich hat das Leben wieder einen Sinn, nachdem meine Hauptbeschäftigung gegangen ist. Die geht am Freitag in einer Woche wahrscheinlich weiter. Den Freitag schaffe ich nicht. Um das einmal kurz, ich bin halt genauso aus der Flucht der Realität hier anwesend, genauso wie am Mittwoch und wir sehen uns am Freitag, weil wir mir gerade von alle Richtungen sowas von hart in den Arsch gefickt werden. Das wird ein richtig asoziales Jahr. Das sage ich das einfach gleich einmal. Falls ich mal einen schlechten Tag hab, ich möchte keinen Scheiß tun, nicht hin! So. Herr Leiminger, mir ist wenn es viel 50 Justiz. Jetzt die Justizleute müssen aufhören mit dem Geld zum Schmeißen. Kruzifix. Endlich wieder live dabei. Zeit ist geworden, das Jahr ist schon wieder fast geworden. Ja, ist er. What a year. Sir, it's only February. Ah, fuck. Wo haben wir ihn überhaupt? Ich käme nicht auch Holzsee. Wo ist der Holzsee? Da ist der Holzsee. Habe die Ehre, kurze Frage. Gibt's was Neues zwecks Bademantel? Nein, hab ich doch gerade gesagt. Ich hab doch gerade wirklich unterschwellig, habe ich doch gerade gesagt, so nächstes Jahr. Ja gut, dieses Jahr, aber was möchtest du im Sommer mit einem Bademantel? Ich verkaufe euch keinen Bademantel, wenn ich keinen mehr habe. Und ich glaube, in 6 Wochen habe ich ihn nicht mehr. Was los war, das Finanzamt wieder da? Nein, das hat nichts mit dem Finanzamt zu tun. Absolut fucking nothing. Und ich verzeihe mit Sicherheit nicht im Internet, was. Ich bin keiner von denen TikTok-Spastis, die dann ins Handy trinzen und dann Videos drüber machen, wenn im Privatleben mal ein paar Sachen gleichzeitig aus dem Ruder laufen. Ich weiß nicht, wer der Schmiedbauer Main ist. Das ist aber ein guter Hobby gehört. Control Seppel, merci wieder ein 5er Man of May, merci, Tobias, merci, Holzi, merci, Schluss jetzt mit der Scheiße. Sommerbademantel ohne Ärmel. Wie weiß man mit der Badeunterhosen? Ja, bin ich dafür. Ja, aufbauen wir jetzt für 42 Monate. So, Schluss jetzt. Es ist 10 nach. Freunde, das sind wir spammen jetzt. Hat's ja nicht ganz sauber.
Kruzifix nochmal. Jedes Mal, wenn das scheiß Monaco ist, weiß ich nicht, schmeißen die Leute mit dem Geld umeinander, ihr verdammten Irren. Ein Badetanker. Kannst du eigentlich... Schluss jetzt! Fix! Jo, Österarm. Na, nix Österarm! Service um 1200 € ärmer. Ja, warte, dann nimm da einen 30er, weil es wurscht ist. Kruzifix. Leck Gummikratsch, genau, schon wirklich lange. Alex, die haben es auch schon 1000-mal gesagt. Merci dir, so, Schluss jetzt. Wir machen jetzt das da aus. Und wir legen, Moment, das merken wir uns. Das merken wir uns. Ich werde es wahrscheinlich nicht merken, aber für das habe ich euch. Wir brauchen auf alle Fälle, wenn der Bademantel kommt, und er wird kommen, fucking guaranteed. Wenn ich das irgendwie zusammenkriege, dass ich den Bademantel so hinkriege, wenn ich ihn haben möchte. Und der einigermaßen bezahlbar ist. Der wird teuer. Das sage ich gleich schon. Der wird teuer wahrscheinlich, aber ist egal. Ihr habt's schon für weniger mehr Geld einmal geschmissen. Karton möchte ich hören. So. Da werden wir mir eine Bauanleitung für das Bantel rundherum mit ins Paket legen, wie man sich da draußen einen Tanger baut. So. Wird gut. So, Ruhe jetzt. Herr Hofer, merci für 6er, schöne Grüße aus Salzburg, Witz des Tages, fahre nach Salzburg, Burgers Stein. Steh ich nicht. Wir spielen wir jetzt. Holmi, Ruhe jetzt. Merci für 60 Monate. Kinder liken nicht vergessen. In den falschen Kreisen, FBI open up. Der Schuss jetzt! Aus! Bademantel 80 €. Da kannst du mit Gift drauf nehmen, dass der wahrscheinlich um den Dreh rum kosten wird, ja. Ich sag's einfach gleich vorher schon. Sag ich, wie es ist. Aber da wird auch jeder Scheißdreck reingeschissen, den ich finde. So wie der ist. Gibt's ein Ruhe jetzt! Ich versteck mich. Fuck, es ist zu wenig grün. Damn it! Schund! Kinostapel. Ich kann nicht essen damit, deswegen links da umeinander. So. Leid, ohne Scheiß, jetzt chillt die Kniescheibe. Fluffy Cat, merci wieder ein Zwiegel Jones, merci wieder ein 20er Kruzifix. Wir nennen der Weibe, was beim Blowy zubeißt. Ein Coinfree. Boah, leck, Alter, Mr. Jones. Sagt sie ihm. Ich bringe sie übers Herz, weil da 20 € stehen. Fridolin, merci, Fluffy Cat, Schluss jetzt. Holt's ja Fotzen jetzt. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr auf der Nation, hat's nicht ganz dicht, oder was? Was ist denn jetzt wieder? Hey, irgendwas gibt's schon wieder umsonst. 10 € für Bademantel! Ja, das merke ich mal bis dahin. So, Schluss jetzt. Meine Damen und Herren, wir spielen heute, wir driften, geil, merci dir. So, jetzt pass auf. Wir driften vom Survival Januar langsam, aber sicher in eine kurze Überbrückungsphase mit Simulator Blödsinn Februar. Weil in 2 Wochen kommt Reanimal, selbstverständlich werden wir das spielen, da habe ich sehr große Hoffnungen. Und in 4 Wochen, ich glaube nicht mehr 4 Wochen, ich glaube am Freitag in 3 Wochen, oder geht sie das hin? Freitag, 3 Wochen, ja, kannst du hingehen. Kommt Resident Evil 9 und bis dahin müssen wir ein bisschen ein Bullshit dazwischen spielen. Und da habe ich diese Aussetzung. Quarantine Zone, the last check. Da kannst du mal Gift drauf nehmen, dass das der letzte Check wird, wenn ich da an der Grenze stehe. Grenzschutzmarke, müssen wir eigentlich da ein Pickel laufen, da hier Grenzschutzmarke. Kennt ihr euch noch an Contraband Police erinnern? Da wo wir an der Grenze die Autos angeschaut haben und das darf nicht sein und Zigaretten geschmuggelt und so. Das ist ebenfalls von denen. Wir werden sehen. Spiel! Schauen wir, was das kann. Endlosspiel, Kampagne. Tja, haben wir schon wieder so weit. Ich glaube, dass wir Kampagne machen. Untersuche Überlebende und evakuiere die, die nicht infiziert sind, um der Menschheit eine Chance zu geben. Oder Endlosspiel. Also wir haben ja wieder beim was ist das? Was ist das? Schund! Und wir kontrollieren mal wieder eine Grenze, aber diesmal halt keine Autos, die vorbeifahren und so, sondern halt leider an der Grenze, die in der Zombie-Apokalypse irgendwo hinfliehen möchten. Und wir durchsuchen mal die, ob es Pisten worden sind. Das ist aber auch schon alles, was ich weiß. Und ich hoffe sehr, sehr, dass da auch wieder so Kampagnenelemente drin sind, wo man dann mit dem Auto wo irgendwo hinfährt und andere Sachen macht und so. Da habe ich nämlich bei Contraband Police auch nicht damit gerechnet. Denkt dran, auf Englisch zu stellen. Oh, stimmt. Kann man das da einfach nur auf die Schnelle? Warte mal. Hier, die Videotonsteuerung, Gameplay, aus, rot. Blutfarbe rot, ja, was denn sonst? Hier, Sprachausgabe Englisch. Tipptopp. Warum ist die Sprachausgabe Englisch? Lass dich nicht anhusten.
Jumpscares einschalten, Celsius, Untertitel ein, Benutzeroberfläche, die können wir ja auf Deutsch stellen, oder? Hat das ja so hin? Oder das wird wirklich gut, kenn schon ein paar Ausschnitte, da bin ich gespannt. Schmarrn, Deutsch ist auch gut. Deutsch. Wer da meint, warum höre ich auf Personen, auf eine einzige Person im Chat? Wenn ich manchmal schon Benutzer muss Englisch. Benutzer muss Englisch. But how about blood? Sprachausgabe gibt's gar nicht auf Deutsch. Hm? Du jetzt fleißt du es auf Deutsch! Und wenn da Scheiße rauskommt, hat der Danuvius das Recht zum Sagen, ich hab's dir gesagt, du fetter Trottel. Ne? Und der Rest muss ich aber dann von mir hören, hat seine Fotzen, ihr Trottel. Was gibt's für Sprachen? Gibt's mit C? You fucking serious? Nein, da haben wir nicht Fettfinger, das C ist dermaßen weit weg vom G. Na, I don't believe you. I don't believe you. Bestätigen. Spielen. Kampagne. Möchtest du ein neues Spiel im Modus Kampagne starten? Na? Okay. Doch. Was ist denn das wieder? So, schauen wir mal, was es kann. Schauen wir mal, was das kann. Am Handy quer ist gleich drunter. Was für Games? Finally awake, Commander. Okay. Thought you were dreaming of a vacation on some sunny beach. Not the best fantasy these days, huh? Anyway, welcome back to reality. We're almost there. Checkpoint Alpha. They've been holding out, but they need reinforcements. That means us. Alright, get ready. You're dropping in 20. Commander, watch your step out there. It's not just the dead you gotta worry about. Zombie-Setting geht immer. Es geht einfach immer. Ich weiß nicht warum. So, da sind wir. Gottes Willen, was ist das für Sensi, Alter? Ich blas meine Maus. Pass auf, ich blas meine Maus und dann passiert das. Gibt's keinen Entwickler auf dem Planeten, der das von Start weg halbwegs einstellen kann? Hier wie Tonsteuerung, hier wo? Maussensi wo? Mausempfindlichkeit, da ist. Kannst gleich mal sauber runtertreiben, bist du total besoffen. So, schauen wir mal. Ah ja, so schwer. Ah ja, nicht gescheit, aber das wird schon. So, hier, nehmen. Wo haben wir denn überhaupt? Grafik ist schon mal gut. Für das, kann man das noch als Indie-Titel bezeichnen eigentlich? Ich denke schon. Schauen wir uns den Bums mal an. Da, hier, nehmen so ist. Sleep well, Grunt? It's your first Grunt. day, so I'll go easy on you. Our job's to make damn sure the plague doesn't crawl into the camp. Get yourself to the checkpoint. We'll start with the basics. Basics. Ich bin gut in die Basics. Heute findet keine Evakuierung statt. Was haben wir da so? Den guten neuen Russen-Laptop. Militcom. Unzerstörbar. Mit dem kannst du Leiter schlagen und gleichzeitig E-Mails schreiben. Das ist der gute. Muss man wissen. Was haben wir da für Bier? Fernglasel. Ein Elefant. Was haben wir da? Doom of Eternity. Aha. Owls of Hell und nochmal Owls of Hell. Gibt's Leute, die sich Bücher zweimal kaufen? Falls ja, warum? Das ist der Apple unter den Russen. Schau her! Und das wieder ein Beispiel par excellence. Schreibt dein Russe unterstrich blät. Es ist immer das Gleiche. Beleidigst einen Behinderten, beschwert sich irgendeiner Karen, der Behinderte lacht. So. Okay. Vielleicht Teil 1, Teil 2? Na, das lasse ich nicht sein. Da steht nichts von Teil 1 und Teil 2. Da ist nur ein Strich. Das ist ein und dasselbe. Eins fürs rechte, eins fürs linke. Es soll ja wirklich Leute geben, die das kennen. Die mit dem linken Auge die linke Seite lesen und mit dem rechten die rechte Seite. Ich kenne einen. Ich kenne einen, der das kann. Der liest ein Bierchen an einem scheiß Nachmittag, da wo ich 4 Jahre dafür brauche. Ich sag bloß das Witcher-Bier. Bin ich noch nicht über Seite 12 rausgekommen. So, was gibt's da? Eine kleine Gitarre. Jawohl, das ist der Russenradio von Welt. Oder was ist denn das? Ist das ein Russenradio oder Uhr oder was weiß ich? Da haben wir da noch ein paar mehr Owls of Hell. Ja, haben wir. Und Doom of Eternity auch noch mal. Warum kauft man sich ein Bier 4-mal? Ich weiß es nicht.
Und Brief und Siegel gebe ich dir, dass es dieselben Bücher nochmal sind, bloß umdreht. Naja, was weiß ich. So, wo müssen wir hin? Gut, die Questmarker, springen kann man, sprinten kann man, einmal um den Container sprinten, hat in der Früh noch nie geschaut, hab ich gehört. Na, da haben wir hergekommen. Na, da haben wir hergekommen. Hä? Da haben wir überhaupt nicht hergekommen. Da, hier kippen wir erstmal eine Rauche. Das ist das Einzige, was ich tue. Oder Old Stuff. Ich sag da, oh, was haben wir da? Das gute die PH40, warum nicht? Moosbandel, darf niemals irgendwo schon. Da hat die Zigarettenschachtel schon offen. Oh, ich bin schon steil. So, wir kommen wieder hin. Exit. Exit sounds good. Here we are. Was jetzt da ganz furchtbar wichtig ist, wird Character Models ausschauen. Das glaube ich tragt sehr viel zum Garage, Survivor-Block. Und die Bumsbude auf. So, da sind wir. So, hab ich auch so einen Anzug an. Ich sehe meine Füße nicht. Ich schwebe. They actually showed up. You guys owe me $10. Nothing personal. It's just, we're stuck in Groundhog Day out here. Just trying to, you know, not go crazy. Okay, so it's simple, really. Just shout next, and the guys will let the survivor in. Okay, was hast du gesagt? Wir müssen aufpassen, Kinder, da ist ein Orange Small One. Es ist aber heute einfach nicht schwierig, mich zu bespaßen. Bau einfach irgendein Spiel da irgendwo eine Katze und wenn ich auf E drück, käme ein Herzl. Best Game ever! Weiter, rufe einen Überlebenden zur Inspektion auf. Ich hab keine Ahnung, was du gelabert hast eigentlich. Kannst du nicht der Katz da hinstellen und mir dann irgendwas um 7 in der Früh verzeihen? Haben das überhaupt für PCs? Brauchen wir da 2? Für jeden Monitor einen oder was? Und was tut der dritte? Der kann sich Pfotzen am Monitor anhauen. Misi! Wird nicht langweilig. Ein wenig halt dir bist. Ein wenig halt dir bist schon. Und die hinter den Haxen schauen ein wenig, ich weiß jetzt auch nicht. Also wenn ich meine Katzen anschaue, irgendwas stimmt da nicht, aber gut, vielleicht stimmt mit meinen Katzen was nicht. So, rufe einen Überlebenden zur Inspektion auf. Du kannst nur eine Person gleichzeitig aufrufen. Links Alt den nächsten Überlebenden rufen. Next survivor. First, do a simple inspection. Take the flashlight from the table. Bruder, ich hab 28 Days Later gesehen. Und warum hast du keine Hosen an? Was ist mit dir? Interagiere mit Objekten. Was brauchen wir? Das da, oder was? Was ist das? Achso, Inspektion. Verwende deine Taschenschlampe, um dunkle Bereiche auszuleuchten. Alter, schau dir mal die an, du hast überall Letten am Arm dort. Ist das eine Bissspur oder ist das... Match what you see against the symptom chart. The devil's in the details. Warum stotterst du? Das macht mich fertig. Während der Inspektion kannst du die gefundenen Symptome auf der Kartei des Überlebenden vermerken. Aha. Wo ist seine Kartei? Da. Ist das seine Kartei? Nein, ist nicht seine Kartei. Wir tun die Scheiß C. Identify the particular ailment and click Symptom Logged. If you mark most symptoms correctly, you'll get a reward. I get a reward! Konjunktivitis. Was ist da? Gelbe Augen? Ne, der hat einfach schwarze Augen. Hier, 28 Days Later, der hat sogar sagen, dass er rote Augen hat. Unter Konjunktivitis. Ich möchte sofort, dass jemand umeinander googelt, ob es das wirklich gibt. Unter Konjunktivitis auch Bindehautentzündung. Gut, die gibt's. Heißt die auch wirklich so? Ich weiß es nicht. Versteht man eine Entzündung der den Augapfel bedeckenden Schleimhaut aufgrund einer allergischen Reaktion oder einer Virusinfektion? Das sagt er jetzt was? Das hast du. Once you've recorded the symptoms, it's time to decide their fate. Let's switch to the distribution tab. Zuweisung? Ja, ab ins Gulag. Was ist das für eine behinderte Frage? Still not sure? No worries. Just send them into quarantine. Let them sit for a few days, and the virus will reveal itself. Like a friend of mine used to say. Can't piss in the gas tank. I'm not sure what he meant exactly, but your choice may have consequences for the whole camp. If you let the wrong one in, pretty face, pleading eyes, it'll come back to bite more than just you in the ass. Dann ab in Quarantäne! Da passen bloß 3 Leute, sehe ich das richtig, ja. Um Gottes Willen! Okay, das müssen wir lesen, das hilft nicht. Der Kontrollpunkt besteht aus mehreren Zonen, von denen jede ihre eigene Funktion erfüllt. Zuweisungskarte öffnen, machen wir dann noch. So, was haben wir da? Da haben wir das Labor. Jetzt hör auf zum Schießen, halt!
Der Feldaußenposten der Forschungsabteilung des Kontrollpunkts. Schicke Überlebende hierher, um unbekannte Symptome zu erforschen. Okay. Zeit, was ist das da? Hier Survivors Block, das ist das, wo wir mir herkommen sind, glaube ich. Zeitweilige Unterbringung für die Gesunden. Schicke alle nicht infizierten Überlebenden in den Wohnbereich, wo sie auf ihre Evakuierung warten. Du kannst Überlebende in einen Block schicken, wenn dieser voll ist. Dann jedoch werden die Überlebenden dort krank und sterben? Das ist ein bisschen viel. Das ist vielleicht ein bisschen extrem. Na ja, gut. Dann haben wir da noch Quarantäne, gut. Eine Isolations- und Behandlungszentrum für Überlebende mit unklaren Symptomen. Das haben wir doch gerade ganz klar definiert, dass der nicht ganz koscher ausschaut. You are in a quarantine zone. Ja. Stay calm and wait for your turn. Okay. Remove your outer clothing. Hats, Ach, deswegen ist er mit der Unterhosen dahergekommen. Das heißt, er hat gar keine Hosen unten. Na prepare gut. your belongings for inspection. So, darf ich jetzt weiterlesen? Ja. Wenn du dir über den Zustand eines Überlebenden im Unklaren bist, kannst du ihn zur weiteren Beobachtung in Quarantäne schicken. Das haben wir schon verstanden. Der Bestimmungsort für infizierte Überlebende. Denk dran, es gibt kein Heilmittel für das Virus. Jede Liquidierung ist tragisch, aber eine Gnade. Hast du die Liquidierung eines Überlebenden angeordnet, kann diese Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden. Um Gottes Willen, Alter. Um Gottes Willen! Okay. Nach der Inspektion der Überlebenden und dem Identifizieren ihrer Symptome musst du sie in eine der Zonen verlegen. Das kriegen wir hin. Zuweisungskarte öffnen mit Tab. Das geht nur da. So, hier. Paul Evans in die Zone Quarantäne schicken. Ja, das haben wir gemacht. Bestätige. Bestätige! No. You don't understand. Nein, sie verstehen nicht. Du, ich konnte ja gleich, was weiß ich konnte gleich weg da lassen. So ist es nicht. Hab ich eigentlich einen Knüppel? Ich möchte Leute knüppeln. Ich möchte das, was der hat. So, waren unsere neuen waffennarrischen Österreicher? Waffennarrische Österreicher, was ist das? AR-15? Silenced? Holovisier? 30er Mag? Wie weit bin ich weg? Das ist ein Puffen. Ein Puffen ist das. Was ist das? Das ist ein Bum-Bum. Das ist ein M4? Nein, M4. Ja, wobei, kann man ein M4 so modifizieren, dass die so einen langen Lauf hat? Die ist doch eigentlich immer... Wird der nicht eigentlich eher kürzer gemacht, als so ein... Ne? Ist er... Felix schreibt der AR-15... Nein, M16 glaube ich ist nicht. Der Umbau der M4. Wo ist der Selbstspieler? Ist der Einzige des Vertrauens. Jetzt kommst du daher. Gut, sie fix Herz jetzt auf mit der Geldwerferei. Hat sie nicht ganz dicht. Der Bürger, sorry für die Verspätung, auf den Guten. Vertschüss mich, Nachschaussquad. Der schöne Grüße, das Ober ist... Fühl dich in die Vergangenheit gegrüßt. Merci dir, ich sag eh schon nichts mehr. Ist da ein M4? Wo ist der Selbstspieler? Warum ist der nicht da? Es geht um Knarren, schreibt jemand ins Discord rein. Wo ist der? Da schreibt aber auch jemand, das ist ein AR-15. Hätte ich jetzt auch drauf tippt. Aber woran erkennt man das? Weil das Ding da, das ist, finde ich, sehr markant. Dieser, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ich bin kein Waffennarrischer. Das ist das Teil, wo man anziehen kann, oder? Was nicht einmal durchlotzt und dann kannst du schießen. Dauerfeuer schießen und so weiter. Ne? Das ist alles aber kein AK-47. Das weiß ich gerade noch. M16. Stimmt, M16 hat so ein Ding da dort, oder? Und das Teil da, an dem kann man auch so ziehen und nachladen, oder was ist denn das da? Bin mir nicht sicher. Nein, das ist oben, dann ist das da zum Anziehen und nachladen. Und der Dings da hinten, das ist bloß der Entgaser. Das ist der Auspuff. You are in a quarantine. Egal! Stay calm and Wir müssen weitermachen. Come on. So, geh her da. Wenigstens haben wir Gummihandschuhe, das ist gut. So, was ist mit dir? Du hast aufgeschwollene Kniescheiben. Blödige Schuhe. Ist das? Schicke den Überlebenden in den Wohnbereich. Warum? Wo Taschenlampe? Schau mich mal an. Wieso soll ich die jetzt in den Wohnbereich schicken? Du kannst da unter deinem Hemd haben, was du möchtest. Das singen wir mit der Bubis. Aber sie sagt, Maschine ist, das sagt sie gerade nicht hin. Das ist der Kasten da hinter mir. Schicke den Überlebenden in den Wohnbereich. In 4 Top. days, we will be evacuating the survivors' block. The top brass will be very upset with us if we don't move a adequate number of healthy people. Carefully examine the survivors in the line and send the unaffected onto the block. Okay. Wir können es aber auch so machen.
Wollen wir mal nicht so sein. Spielen wir gescheit. Ab. Überleben den Block. I wonder if I'll know anybody in there. Bis jetzt ist noch keiner da, du Rind. So, die nächste. Oh, da kommt der alte Opa. Don't bother checking. There's nothing valuable left. Mr. Freeman. Is it you? Ich meine nicht den aus Half-Life. Trägt die Eibung? Ich meine, ich seh's doch in deinem Gesicht. Was ist denn das? Super-AIDS. Und gelbe Augen. Was haben wir da? Konjunktivitis. Gelbe Augen! Gelbe Augen! Das sagt der ich. Oder? Freeman kommt morgen erst. Inspiziere den Überlebenden. Ja, so, das habe ich jetzt gemacht und dann. Aber ich finde, dass wir den erforschen sollten, weil die Bunkerl im Gesicht, die schauen nicht gut aus. Frankfurt ist das. Wir haben ja übrigens auch nicht irgendwo in die USA oder so, die reden alle Englisch, weil die ankommen. Wir haben am Frankfurter Hauptbahnhof. So, was ist mit ihm? Das ist ein Suffkopf. Meinst du, dass der am Saufer ist? Kriegt man sich in die Flecken vom Saufer? Die habe ich noch nie gekriegt. Du weißt nicht, was da los ist. Runterscrollen. Ah, da gibt's noch mehr, oder was? Oh. Oh! Sommersprossen? Bluterguss. Kratzer. Bissspur. Oh, ja, vielleicht hätten wir da wirklich einmal runterfahren sollen, okay. Mattioskop, was auch immer das ist. Röntgen, UV. Was ist denn das? Ist das Stethoskop? Okay, wir kriegen wahrscheinlich immer mehr Werkzeuge zum. Ich sag da jetzt das und das, sagt er. Das und das. Ich weiß auch nicht, machen wir mal Quarantäne, ich weiß ja nicht. Was wir, gelbe Augen. Krank. Unter gelben Augen, versteht. Nein, halt die Schnauze, du komische Scheiße, was tust du, wenn ich was vorlese? Ich rede einfach lauter wie du. Unter gelben Augen versteht man eine Farbänderung der Skala von weiß hin zu verschiedenen Gelbtönen. Von Strohfarben hin zu hellgelb. Dabei handelt es sich um Anzeichen von Unregelmäßigkeiten bei der Versorgung mit sauberem Wasser und Nahrung in der Stadt nach dem Ausbruch. Was werden Sommersprossen für Symptom sein? Sommersprossen gelten normalerweise nicht als Krankheitssymptom. Doch einige Lagerleiter haben sie in der Vergangenheit irrtümlich für eine Art Zombie-Ausschlag gehalten. Mach nicht den gleichen Fehler. Okay. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, du hast da die Eibung da, was ist das? Was ist das? Da, hier ist ein Fleck. Das ist irgendwie komisch. Das gefällt mir nicht. Da das aber an der anderen Seite, nein, das glaube ich, gehört das so. Aber da sonst was und ich swap beim Big da nichts. Was haben wir mit dem? Quarantäne oder was? Was passiert denn, wenn man einfach alle da schießt? Ja. Grünes Symbol ist safe. Da steht aber krank. Krank oder infiziert? Infiziert. Was, ob der passt? Ich glaube, dass er schon krank ist. Den schickt man genauso in Quarantäne wie den anderen. Der hat die Scheiße da gehabt. Ja, wobei, wenn dann da steht, der ist bloß krank, aber normal krank, dann kann man eigentlich in den Wohnbereich lassen. Was passiert, wenn er die andere da drin ansteckt? Inspiziere den Überlebenden. Hab ich schon. Haben wir sonst noch was? Werkzeuge? Nein, mehr haben wir noch nicht. Naja, gut. Dann probieren wir's. Überlebenden-Block. Thanks for letting me live. Oh, wir haben 6 RP gekriegt. Das ist dann wahrscheinlich XP. So, die nächste Quamperte. Einer mit dir. Du kehrst eigentlich, Ja, hello. Du kehrst eigentlich schon wegen der Frisur an den Wink gestellt. Aber gut. Good Vibes only. Und wegen dem T-Shirt gleich nochmal hinten neu. So, hast du irgendwas? Will man nicht sehen. Augen schauen gut aus, aber mit der Frise kann ich dich nicht im Wohnbereich lassen. Aber sonst hat's nichts, meine ich, hä? Sonst. Was passiert denn eigentlich hinter mir, weil der rennt da irgendwie umeinander? Wer bist denn du? What? What? Das wollte ich die fragen. Kannst du mir sagen, was das für eine Knarre ist? Dann brauchen wir keine. Stell mir die Frage, was ist das da? Evakuierung Tag 5. 4 von 5. Na gut, schicken wir es im Wohnbereich. Ich glaube, dass da nichts fehlt. Oder? Die Hint? Dieser Scheiß. Okay, sehe ich schon, wir müssen tatsächlich. Oh, Kratzer. Ja, Kratzer! Kannst du gleich schleiern. Müssen wir genauer schauen. Hab ich schon gesehen. Da noch in der Knie irgendwas. Da hab ich mal. Oh, da! Ja, Bruder! Dass du nicht jamst? Mann, was hast du denn gemeint, was passiert? Na gut. Also, hier, Moment.
Kratzen Prepare your belongings bis... for inspection. Ja. Ich hätte ja nur eine Liquidierung. Abflug mit dir. Thanks for at least letting me live. Was? Danke, dass du mich leben lässt. Ich hab's sprichwörtlich gerade ins... Ich mag jetzt die 2 Buchstaben nicht sagen, geschickt. Naja, die wird schon wissen. Wird jetzt die da drin? Infizierter liquidiert. $400. Leichter wird's Geld machen nicht mehr. Move it! Move it! I like to move it, move What the... Please. My wife's still already inside. Ja, freilich She's warte ich auf waiting die. for me. Und das da? Was ist da? Ich weiß nicht, hast du da alles Kaffeetasse aufgestellt oder was passiert? Hier. Muss ich die Symptome eigentlich alle, warte mal, erstmal die Sachen genau schauen. Hätte mal genau schauen, never skip leg day, das ist das erste, was mir auffällt. Hände schauen gut aus, aber die hat halt einfach, mein Freund, die hat halt einfach jemand ins Gesicht bissen. Ah, was, mit den Augen schaut auch gut aus, hier Sommersprossen, wunderbar. Muss ich das eigentlich jetzt mal anklicken, ist die Frage. Oh, ich glaube, dafür kriegt man Punkte. Ja, ab mit dir! Am I in trouble? I thought I was safe. Ja, du bist safe, das ist gut. Ja, einmal rechts abbiegen. Wir kommen dann wieder. Lustiges Knie, oder? Not that hard, right? Also, can you try to avoid excessive executions, please? We'd like to keep our jobs. We like to keep our jobs. Bruder, da haben sie ins Gesicht erbissen. Es gibt einfach nichts anderes, angenehmeres als Katzengeschnurre. So, was muss ich jetzt da? Geh schlafen! War aber ein kurzer Arbeitstag. Nein, ich nicht auch machen, so wie du es. 5 Minuten schlafi. 5 Trottel angeschaut, schlafi. Sehr gut. Ja, den wir gar nicht laufen. Saphirias, merci für den Fünfer. Derry Birger, wenn du mal wieder einen geilen Alert-Sound brauchst, dann schau dir Green Hell Part 5 an. 2 Stunden, 27 Minuten und 55 Sekunden. Machst du einen Uoidbär? Was ist denn das? Weißt du, was du jetzt tust? Das schreibst mir bitte als Kommentar unter das Video. Weil das vergiss ich in 5 Minuten. Merci dir. Marcel, merci für 19 Monate, Mr. Phänomenal, Nomi, merci. Benzian, merci für 84 Monate. Von hinten, merci für deinen Euro. Meine Donos ignoriert ja auch jedes Mal. Kriegst halt nichts mehr. Pff. Scheiße, wo waren die? Ich such's, weil es du bist. Ich find's aber heute auch nicht. Viech, merci für den 10. Ich muss jetzt zu. Nein, das lass ich nicht. So. Wo bist denn? Ich seh dich aber heute auch nicht. Da ist er! Servus! Schau dir mal den Thomas Axmann von Antenne Steiermark an. Ist das dein Bruder? Na. So. Zufrieden? Wirtschaftlichkeit. Tag 1 Einnahmen 2600, Ausgaben 500, aktuelles Guthaben 2100. Was hilft mir das? Weiß ich nicht. Regierungsunterstützung Tausender, Überlebende verifiziert 2, Infizierte liquidiert 2, Wartung 5. Warum muss ich die Wartung zahlen? Was ist das wieder für Schwachsinn? Tode im Block. Gut gemacht! Yeah! Opfer von Zombies. Oh mein Gott, muss man da dann, wenn man fälschlicherweise jemanden durchlässt. Tod durch Verhungern? Durch dich liquidiert? Kann ich da Leute hinrichten? Okay. Ist das in Deutschland erlaubt? Tod durch Überlegung, habe ich jetzt gelesen. Überbelegung, Opfer von Zombies. Eigentlich das werden wir schon herausfinden, aber das gefällt. Enter, weiter. Tode im Block. 0. Mein Block. Enter, verlassen. Soldier. Oh. March yourself to quarantine and check the survivor before he drops. Midi! So, ab zur Quarantänezone. 7 Bums nochmal, oder was? Na, das müssen wir woanders hinschauen. Was ist da los? Ach, okay, wir müssen uns dann um die... Oh, okay. Quarantäne! Das Virus kann sich bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich äußern und verhalten. Schicke Überlebende in Quarantäne, um ihre Symptome zu überwachen. Inspiziere die Überlebenden in Quarantäne jeden Tag. Verschwinden die Symptome, so ist der Überlebende gesund.
Infizierte Überlebende werden zu Zombies. Needs cleaning. Befindet sich ein Zombie in der Quarantänezone, so musst du diese säubern. Oh, dann sterben wir alle an. Nein, gut, die haben aber wahrscheinlich auch schon Zombies. Ja. Okay. Well, look at this one. All rosy cheeks. Identification On government verified. rations, no less. Quarantine status What's your call, stable. soldier? Das war No toll. Inspected or not? reported. Hell if I know. Inspect again, then pick an assignment. Belongings for Okay, also inspection. nochmal inspizieren und dann wir inspizieren ihn zur Inspektion. Oh, ich glaube, seine Augen haben nimmer aber das da, sein Trickscheiß da am Arm, der gefällt mir gar nicht. Was ist denn das? Das sind aber auch keine Kratzer, das ist wahrscheinlich einfach bloß der Rieg. So, zur Inspektion. Zur Inspektion, mein Herr! Bitte stellen Sie sich in dieses rote Rechteck. Brrrt. So, muss ich da irgendwas nehmen zum Inspizieren? Kann man da irgendwas nehmen zum Inspizieren? Nein. Kollagen. Was ist ein Kollagen? Weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus mit so einem Scheiß. So, wie schaust jetzt du aus? Dein Kinn ist immer noch so komisch grün wie vorher. Das gefällt mir gar nicht. Dein Bart für den hast du eigentlich auch schon wieder weggeschickt. Aber was ist das da? Das ist einfach bloß Dreck. Hätte ich gesagt. Weil das war aber war allerdings auch der erste. Das ist alles bloß ein Lecken. Man kann doch die Leute aber auch waschen. Oder? Wenn man einen Rambo gewaschen hat, tun wir einen Schlauch her, dass man halt einen Träger runterkriegt. Und dann kann man nochmal schauen. Gibt's da keine Dusche da drin? In der Quarantänezone. Ich finde auch, das ist eine lustige Quarantänezone. Der geht nämlich einfach da spaziert da durch. Ich hab jetzt schon passen. Hab ich überhaupt Gasmasken auf? Führe eine Anschlussuntersuchung durch und weise den Überlebenden zu. Ja, ich glaube, dass du gesund ausschaust. Looks safe to me. Hast du ein paar Blei... Nothing to the living block. Word to the wise, rookie. If you catch anyone in the quarantine block eyeing you like you're a slab of meat, do the world a favor. Burn the thing. There's a lever to the right of the camera. Understood? Der geht leider nicht. Wahrscheinlich erst, wenn jemand drin ist. Aber gut. So, Überlebenden-Block. Der schaut gut aus. Der schaut gut Get over aus. to Georgie. Ah, gestern Überlebenden-Block. Holst du mal einen Booster auf, damit nichts passiert. So, wie schauen wir da aus? The infected typically exhibit elevated pulse rates, with body temperature rising significantly above normal levels. This device will help you detect infection when there aren't enough visible symptoms. What Give it a Device? try. Was für ein Device? Ach so, das Ding da. Was haben wir hier? Nicht infiziert. Puls 117. Packen wir es an, Achievement kriegt. Erhalte dein erstes Werkzeug. Okay. Was ist denn ein normaler Puls? In meiner Welt hat der Rechte dem Feind nichts. 120 ist 120 ein normaler Puls. Keine Ahnung, in meiner Lebtag meinen Puls noch nicht gemessen. Verrückt. Nach einem Tag ist die Bindehautentzündung geheilt. Völlig verrückt. Steck den wieder rein und drück den grünen Knopf. Nein, das tun wir nicht. 120,80 willst du haben? Dankeschön. Ja, für was hab ich denn euch? Stay calm and wait for your Mein turn. Gott, die Tussi geht mir so hart auf den Sack. Und das, gut, Temperatur, weiß ich einigermaßen, 36 Grad sind gut. Puls und Temperatur können Hinweise auf eine Infektion sein. Verwende den Thermopulsmesser, um ihre Vitalzeichen eines Überlebenden zu überprüfen. Niesen oder Schluckauf können auf erhöhte Temperatur oder erhöhten Puls hindeuten. Okay, werden wir direkt nur zum Doktor. Gehst mir her mit dem Scheiß. Werkzeug, wie tue ich das? Habe ich das jetzt genommen, das Teil, oder wie nehme ich das her? Da unten steht Werkzeuge, aber das ist nicht... Geh mir her! Tu mir das, tu schneller her! So! Blutläden ist die von dir! Werkzeug! Hier! Peng, peng! Aha! Was ist da los? Ein Popo oder was? Irgendwas feit. Die haben halt echt einen Schnackel. Aber ja, 170 ist auch und 39 ist auch. Oh. Oder 49 ist schlau, dass du dich schleichst. Muss ich das auch? Warte mal. Ah ja. Oh. Das muss man sogar. Ab 180 kritisch, ab 120. Da müssen wir nochmal schauen. So, wo ist der Puls wirklich? Bis 180. Aber Fieber haben wir narrisch. Und zwar ganz narrisch. Bis mit 42 Grad Fieber nicht einfach hin. Bist du nicht einfach tot? Naja, gut.
Nein. Halt, stopp. Wir machen mal einen Puls, 120 bis 180, aber hier infiziert wieder schauen. Das schaut gut aus. Die Money haben wir nicht mehr lang. Ne? So, hier Liquidierung. Tschüss dann. In time, you'll get more tools to help you spot the symptoms. The disease evolves, but so do we. Aufgabe abgeschlossen. Quarantäne und Werkzeuge. Easy. Weg mit dem Schund! Nächster! Die wird da drin wirklich erschossen. Okay. Die Säge von da! Eine blau. Was bist du? So, das erste, was wir haben, Kratzer im Gesicht. Temperatur, glaube ich, ist sogar einigermaßen. Obwohl, die ist sogar einigermaßen normal, aber der Puls ist über 180. 182! Und ich glaube, das sind Kratzer, hä? Was denken sind die Leute, wenn der jemand ins Wadel beißt und dann stellst du da so her in deiner Unterhosen und tust so, als war nix? Was ist mit dir? Hä? Du hast lang gewinnst. You are in a quarantine zone. Ab! Stay calm Ab! and wait for your turn. Bus bauen! Your outer clothing. 20 Sekunden lang. Glasses and Alter, hat da gloves. jemand... Was ist da eigentlich los? Prepare Kann auch your nicht gesund sein. belongings for inspection. Come on. Ja, das... Und Raudi... Nein, Raudi Angst. don't have any symptoms, see? Alter, der Goschen, mit der kannst du Kokosnuss fressen, Alter. Was ist mit dir? 38, no, gehen wir noch auf 39. Leicht erhöhter Puls, leicht erhöhte Temperatur. So, hey, 5 Tage, hier, Doktor. Hier, dann nehmen wir diesen hier, leicht erhöhter Puls. Hat die irgendjemand gebissen? Irgendwo, keine Ahnung, irgendwo Letten am Arschloch, keine Ahnung, auch nicht, nein, alles. Ja, also jetzt passen wir Obacht. Das sind eigentlich jetzt 2 Orange, gell? Krank oder infiziert. Das heißt, die kann man in Quarantäne stecken. Ab in die Quarantäne! Oh, hier hat einen Haufen Platz drin, scheiß lang gewinnst die Scheibe morgen noch mehr und... Please, don't do this. Da geht er gleich neu mit dem riesen Drumgewaschen. So ist recht. Ja, brauchbare... was nicht. Die Mundbewegung.exe. Was hat denn er da hin? Hello? Wer versteht die Anspielung? Oh, leck, ist das gut. Wer versteht diese Anspielung? Schaut's euch nochmal an. Hundertprozentig ist das der Typ aus Plants vs. Zombies, oder? 100%. Ich scheiß in die Hosen, wenn der jetzt kommt und so komisch nuschelt, dann flippe ich aus. So, was ist mit dir? Du schaust aus, weiß ich nicht. Ja. Normale Temperatur, normaler Puls. Aha. Haben wir jetzt endlich einmal... Oh, was ist das? Was ist das? Bluterguss. Ja. Bluterguss, das ist das Einzige, was ich sehe. Was sagt uns der Bluterguss? Das ist bloß krank, das ist okay. Und gelbe Augen. Ist anscheinend auch okay. Oder? Aber vorher jetzt noch geheißen, wir sollen uns in Quarantäne schicken. Wieso haben wir dann den anderen in Quarantäne geschickt, der hat nur gelbe Augen gehabt? So zum Lernen, oder muss ich sie jetzt eigentlich sicherheitshalber in Quarantäne schicken? Warten bis morgen, bis ihre Augen weiß sind und der Bluterguss vielleicht sogar auch noch weg ist und dann tschüss? Sicher ist sicher! Hier wird nichts dem Zufall überlassen, meine Damen und Herren! In der Quarantäne ist noch Platz! Die passt schon? Nein, aber ich verlose mir die Nummer. Nein! Nix! It's not a death sentence. Immerhin ist das kein Todesurteil, weil ich mir nicht so sicher, wenn ich da jetzt nachgehe und den Schalter drücke, dann hat sich beide da drin. So. Dave! Dass ich jemals noch einmal was von dem Spiel Plants vs. Zombies her
Ich kann es nicht fassen. Du bist aber auch der Einzige, der Hosen noch haben darf. Was ist mit dir? Der ist ja niemals infiziert, ist er der. Dem geht's ja gut. Der regelt. Der Dave hat geregelt, schau dir nach. Was? Warum kann ich warum? Warte mal. Du musst da von oben auf der Platten aufschauen. Fällt da was? Ist da was los? Schauen wir mal. Eine gute Temperatur. Naja, Puls ist auch gut. Da ein Quarantäne-Schutzhelm auf. So, der was ist. Allein, weil du der Dave bist. Der hat ja nix. Überleben den Block. Der hat ja gar nichts. Da hab ich jetzt gar nichts gesehen. Plants vs. Zombies war so ein gutes Spiel, das habe ich oft durchgespielt. Sehr oft sogar. Das ist ein richtig gutes Spiel. So, was mit dir? Give me a second. This is all too much. Hust mich nicht an! Da, hier, Puls, bist du besoffen oder was? Da nicht. Da sagt ich. Aber jetzt müssen wir jetzt schauen, ob da sonst noch was fällt. Kriegen wir mehrere Punkte, hat's geheißen. Die Wadel hat da keine Bissen. Der Schnackel nervt mich vollkommen, das sag ich dir, wie es ist. Ja, in der Arschritzen ist auch nichts drin. So, der Letten an die Knierscheiben, das passt, aber ansonsten hier gelb. So 8, hier 180. 182! Nochmal, zur Sicherheit. Ah ja, brauchst du mir nichts verzeihen. Da brauchst du mir noch nichts verzeihen, aber das markieren wir auch. Und dann Abflug mit dir. At least it's not a death sentence. Da war ich mir nicht so sicher. Right? Okay, ciao! Oh, Labornetzwerk, stimmt. Stimmt. Aber... Frage zum Labor. Das sind jetzt alle Symptome, die wir jetzt kennen. Ja, Kratzer, rote Augen, angekackte Augen, gelbe Augen, Sommersprossen, Bluterguss, Bissspur und so weiter und so fort. Und die haben wir nicht dazu gekriegt. Aber ich habe bis jetzt noch keine Symptome, also nach meinem Verständnis. Da kommt jetzt jemand, der hat irgendwelche komischen Flecken, die wir so noch nie gesehen haben. Ja, irgendwas, was weiß ich, was da noch kommt. Blut aus dem Haarwaschel, was weiß ich denn. An sich da die dann, da habe ich kein Symptom zum Auswählen, an sich da die dann ins Labor schicken. Mein Gott, du komische Scheißhaustante, lass mich in Ruhe. So, was muss ich jetzt tun? Evakuierung, Tag 5. Was heißt denn nicht das da? Vor der Evakuierung, Tag 3, erfordert nicht infiziert 5. Wie viel haben wir drin? 4. Was tue ich jetzt? Du kann ich da? Überlebendeninspektion abgeschlossen. Schon wieder Healing zum Schlaf, oder was? Labor lernst neue Symptome. Ja, dann weiß ich. Schluckauf ist doch eigentlich ein unbekanntes Symptom, oder? Na, das hat er uns speziell genannt für dieses Gerät da. Ich darf jetzt einfach zurückgehen und schlafe, oder? Und sobald wir neue Flecken irgendwo sehen, wo wir nicht zuweisen können, gut, die Trägflecken, was denn das wert gewesen, dass man da ins Labor einschickt, weiß ich jetzt nicht, aber gut. Kriegen wir schon raus! Ich sag da nur Programming, bis jetzt haben wir noch nicht einen Fehler gemacht. External infected rushing the perimeter. Prevent breach. That escalated quickly! External infected rushing the perimeter. Prevent breach. External infected rushing the perimeter. Prevent breach. Hackerman? Drohnensteuerung External beginnen. infected rushing the perimeter. Prevent. Okay. Was? Verteidigung Drohne. Übernimm die Kontrolle über eine Kampfdrohne, um die Basis vor Zombie-Clustern zu schützen. WASD, Bewegung, Space, Linksshift absinken, Feuer, Waffe wechseln, ausbauen. 1 Bomben, 2 Raketen, 3 Luftschlag. Welle 1! So spawnen die einfach. Just du ja. Und ich da einfach draufhalten und das ist wurscht, oder? Okay, Waffe wechseln. Haben wir nicht. Dann da hinten mal einschießen. Da mal einschießen. Noch laden! Noch laden!
wieder für... Warum habt ihr... Was ist denn das? Was ist denn das wieder für eine Drohne, wo ein scheiß Gatling-Gun dran hängt? What the fuck? Abhauen! Abhauen! Oh, noch ein... Oh, ganz schlecht. Ein bisschen zurückfliegen. Kriegen wir schon, da fällt ja noch überhaupt nichts. Aim ist so mittelmäßig. Kriegen wir schon. Oh shit, da kommen mehrere Wellen. Hätten wir uns aber die Fassel gespart! Hab ich jetzt eigentlich Shift hoch, runter, was weiß ich. Gibt nichts Schönes wie Hitmarker in einem Shooter. Oh, no. Oh, das wird gar nicht so einfach. Schau dir mal die. Warum schwebt das Fassel in der Luft? Weiß ich nicht. In die Fetten, die tanken wie Scheiße! Oh shit. Ja, was? Wieder kaputt. Lad halt noch! Waffen wechseln. Ja, hab ich gerade probiert auf 1, 2 und 3. Da ist nichts passiert. Kann es sein, dass wir mit die Raketen noch nicht haben? Ich glaube, die weißen Eigrad haben 1, 2, halbe 2. Waffen wechseln, Mausrad kannst du Waffen mehr, ja gut. Ja, brauche ich nicht. Beim Pro-Gamer braucht keine Waffen. Easy. Totaler Kalter. Easiest Game of my life! Was mir jetzt noch interessiert ist, was bringt uns das Geld? Aber da werden wir schon noch dazu kommen. Tode im Block! Hell of a night. Even made me hungry. Remember, the better a man eats, the longer he can fight. As for civilians, they don't last long without food either. Make sure everyone gets fed. Wechsle in den Basismodus, um das Lager und die Überlebenden zu überwachen, Gebäude auszubauen und Ressourcen zu kaufen? Ist da eine Wirtschaftsstrategie in... Was? How? B. Okay, cool. Kontrollpunktverwaltung. Neben den Inspektionen bist du weiterhin für die allgemeine Verwaltung des Kontrollpunkts verantwortlich. Dies beinhaltet die Überlebenden, die Vorräte, die Energieversorgung und die Gebäude. Überlebende und Vorräte gehen Hand in Hand. Je mehr Überlebende sich im Block befinden, desto mehr Nahrung benötigen sie. Macht Sinn. Mit Hilfe von Gebäuden erfüllen wir die Grundbedürfnisse der Überlebenden und die Anforderungen unserer Mission. Du musst Gebäude errichten und ausbauen, um die Anzahl von Unterkünften, Lagerräumen und Verteidigungsanlagen zu erhöhen. Energie hält den Kontrollpunkt am Leben, überprüfe regelmäßig den Generator. Das lassen sie den machen, der vor 2 Tagen angefangen hat. Hä? Sag! Bist du besoffen oder was? Ab in die Liquidierung mit dir. Energie hält den Kontrollpunkt am Leben. Überprüfe regelmäßig den Generator. Achte darauf, dass genug Brennstoff vorhanden ist und dass der Energieverbrauch der Gebäude die Generatorleistung nicht übersteigt. Was soll ich jetzt auch? Hier Provision. Dann geht er auf die Kantine. Resupply. Und dann kann man da ein paar Sachen kaufen. Ah, und das kostet dann das Geld. Okay. Provision in die Provision, bla bla bla. Food in the Canteen, 80. Food needed for today. Okay, das steht da unten. Passiert da sonst irgendwas? Nö. Aber da haben wir jetzt ja alle Zeit der Welt in diesem Bauminitor, oder? Was haben wir hier? Stocke Nahrungsvorräte auf, das kriegen wir hier. Hier Kantine, was ist das? Das ist der Generator, da geht der Kabel hin. Kantine. Info, Aufstock. Knausrig, du Knicker der Huren. So, Kantinennahrung 4 von 40. Jetzt wenn ich da plus 1 tue. Stocke Nahrungsvorräte 2, 3, 4, wie viel muss ich da kaufen? 6. Okay. Was bringt mir 6? Da ist diesen Sicherungsschalter, den sie da gerade seht, das ist so in Betrieb. Den kriegt Annex übrigens auch verpasst. Da reden wir noch im Stream drüber. Übrigens mal für alle. Mein Spiel wurde durchgespielt letzten Donnerstag. Nach dem Gameplay gibt es halt die Siegerehrung und so ein kleiner Ausblick, ohne dass ich mich hoffentlich eine Stunde lang totlabere, was während Runde 2 passiert. Okay, so. Kaufen! Now you know how to restock the mess hall. Keep the food coming, or everything goes to hell. But the food supply isn't the only thing you need to monitor. Medkits. Sunnykästen! Der Kontrollpunkt ist kein Haftraum. Die Mission besteht darin, Leben zu retten. Ist jemand krank, kümmere dich um ihn.
Sie sind dafür verantwortlich, allen Überlebenden diese 3 wesentlichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ein Bett zum Schlafen, einen Sitzplatz in der Kantine und ausreichende Tagesrationen und Nahrung. Werden diese Grundbedarfe nicht erfüllt, hat das sofort Konsequenzen. Pro fehlender Ressource verschlechtern sich die Bedingungen. Krank gewordene Überlebende können mit Hilfe von Sanikästen wieder genesen. Zum Aufrechterhalten eines robusten Kontrollpunkts ist ihre Behandlung unerlässlich. Ein gesunder Überlebender wird krank, ein kranker Überlebender wird sterben. Wenn dir die Sanikästen ausgehen, kannst du im Reiter Basisverwaltung weitere hinzukaufen. Das wird wahrscheinlich jetzt genauso funktionieren wie bei dem anderen. Dann machen wir jetzt mit da und dann gehen wir da in die Klinik. Das wird rot gesagt, weil wir keine mehr haben. So, heute benötigte Sanikästen 2. Wieso? Sehe ich da irgendwo Menschen, die krank sind? Sind das die 2 Idioten in der Quarantäne? Sehe ich das richtig? Vorräte haben nötig 4. Hat er vorher in dem Testvideo oder in dem Vorschauvideo nicht einfach 3 gekauft und auf einmal hat er 40 von 40 gehabt? Energieverbrauch 1, Klinik, Sanikästen, so und so. Ja gut, dann gehen wir aufstocken. Ja, wie viel kauft man? Wir brauchen halt 2. Dann kaufe ich 2. Oder? Geh zurück an die Arbeit. Wo sehe ich mein Geld? Geld wo? Ah, rechts, links oben, Entschuldigung. Dann haben wir da Energie. Energieverbrauch Gebäude 8, Generatorleistung 14, Generatoren Brennstoff 14. Heute benötigter Brennstoff. Das heißt, wir können da auch beim Ausbauten, Zelte 1, Zelte 2. Was kommen da so? Da ist einfach eine Strategie, also so ein bisschen ein Wirtschaftsstrategie-Ding eingebaut. Da habe ich gar nicht gerechnet damit. Was kann das dann? Versorgt bis zu 12 Personen pro Tag. Du besitzt diesen Ausbau bereits. Hydrokultur produziert passiv 8 Nahrungseinheiten pro Tag. Eine höhere Zonenstufe ist erforderlich. Wir bauen mal Zone aus. Da haben wir Überlebende. Überlebende im Block 4, gesund 2, krank 2. Zelte, Betten 12. Also haben die 2 in der Quarantäne gelten oder als krank. Also die spielt da tatsächlich mit ins Spiel. Wachturm. Automatischer Verteidigungsposten der Infizierte, die in den Block eindringen wollen, eliminiert. Verringert Opfer bei einer Invasion. Doppelt effektiv, doppelt so laut. Ja, verstehe. Was gibt's da sonst noch so? Schauen wir uns den Generator mal an. Ausbauten. Ein zuverlässiges Einstiegsmodell erzeugt eine kleine, aber stetige Menge Energie. Ausgewogenes Verhältnis von Leistung und bla bla bla. Gesperrt, kaufe zunächst im vorherigen Ausbau. Batterie hält Systeme während eines Stromausfalls 1 Minute lang am Laufen. Aufgebohrter Motor mit verbesserter Brennstoffeffizienz. Es wird immer mehr und immer mehr. Da gibt es aber also Zusatzmodule. Ich verstehe. Klinik behandelt 25 erkrankte Personen pro Tag und die 10. Das werden wir länger nicht brauchen. Der Pharmagenerator erzeugt 5 Sanikästen pro Tag. Die haben nicht schlecht. Diese Passivdinger haben nicht schlecht, weil irgendwann, glaube ich, geht das ziemlich auf den Sack. Nach jedem Tag erst mal den ganzen Scheiß kaufen und so. Das ist gut gelöst. Muss ich mir vielleicht für MySpray abschauen. Und das haben wir auch schon gesehen. Gell? Erweiterte Kantine versorgt bis zu 20 Personen, macht aber nichts passiv. Und da dann 36. Herr Gesichtsgrätschen, merci für 30 Monate. An 30 haben wir voll. Zeit ist so. Merci dir. Basti, merci dir. Herr Trappfoxy, merci für 18. Herr Price, merci für den Sub. Haben wir an alle, keine Ahnung, habt ihr heute schon mal auf den Like-Button drauf gesmasht. Ich hab das Gefühl, wir haben da wieder unerwarteterweise ein ganz brauchbar gutes Spiel bei uns in den Hosen. So schaut's aus. Last Rage, merci für 49 Monate, Allgold Zocker, merci für 56 Monate. Rest, falls ich jemanden übersehen habe, Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Wir müssen mal spielen. Okay, wir kommen wieder aus dem Menü da wieder raus. Das weiß der liebe Gott, probieren wir es mit Escape. Funktioniert so, 4. Mehr Leute kontrollieren! Wir brauchen Monedos! Heilmittel und was? Kalorien? So, oh ja, Phase 1, Miezi streichen. Phase 2 im Chat ausflippen mit Phase 3. Was Nice scheint es nicht zu geben. Don't make me wait. Don't make me wait. Sorry if I'm slow. It's hard to think straight. Das kann ich davon da sagen, dass du nicht gesund ausschaust. Ich hab den Biss schon gesehen. Die Frage ist, ob man mir langsam aber sicher irgendwelche neue Symptome finden,
dass wir jemanden in die Forschung schicken. Der hat schon ein wenig einen gelben Bälle auf, wenn du mich fragst. Hä? Hä? Er hat schon ein wenig einen gelben Bälle auf, wenn du mich fragst. Über nicht sie. Irgendjemand bei dem sauber Pfotzen eindroschen? Ja. Meinst du Labor? Meinst du, dass wir den mal ins Labor schicken sollen, oder was? Ich weiß nicht, ob den sein Gesicht normal ausschaut. Ich darf jetzt einfach mal sagen, nein. Forschung ist gut, da haben wir eh noch keinen drin. Wir haben einen Biss, den habe ich gesehen. Und den Rest... Oh, stimmt, Moment einmal, wir haben ja das Ding auch noch. Hallo? Schaut eigentlich auch gut aus. Und ein Puls 110 ist normal, keine Ahnung. Wird schon passen. Ab 120 wird's komisch. Ja, der haben wir noch nicht gleich eine Kugel in den Kopf. Schauen wir die erst an und dann kriegst du eine Kugel in den Kopf. Das ist doch eine gute Idee. Das Labor ist im Bau. Wir kommen noch gar keine. Dann muss er dann... Scheiße. Weg. Weg mit dem Schund! Tired of this. Und was, bis dann! Next. Irgendjemand hat da ins Gesicht. Alright. Na, das brauchst du mir nicht verzeihen, dass die komische gelbe Letten in deiner Fresse irgendwie... Weißt du schon. Was sagt Wadl, was sagt... Was ist da los? Sommersprossen können wir auf alle Fälle mal anklicken, aber was ist das da? Das ist kein Bluterguss nicht. Das ist... Was ist das? Bläh. Das haben wir auf alle Fälle, aber was tun wir mit dir? Du kehrst jetzt eigentlich ins Labor, weil dem Fleck da in deiner Goschen, der traue ich nicht. Mindestens Quarantäne. Wie können wir den nicht ins Labor schicken? Dreck? Das ist kein Dreck. Nein. Was soll denn das für ein Dreck sein? Hast du, weiß ich nicht, du hast dein Gesicht durch einen Eiterbatzen durchgezogen. Weg mit dir! Quarantäne. Oh ja, stimmt. Bevor wir die in Quarantäne stecken, schauen wir erst die anderen an. Das da. Identification verified. Quarantine status stable. No incidents reported. Mach das nochmal. Das ist das Normalste. Das ist doch kein... Am liebsten da ja jetzt sagen... Interesting behavior. Aber das war für einige wieder zu viel. So was mit dir. Du schaust normal aus. Die holen wir mal raus. Die holen wir mal raus. Du bist nicht... Du bleibst du ja da drin. I don't have any symptoms, see? Bist du behindert? Ihr wollt es doch auch. Das kostet Tausende! Du gehst wieder rein, du bist noch nicht fit. I'll do anything. Just test me again. Was ist das? Geh mir noch mehr aus, was ist das? Das war gestern da noch nicht! What are you doing? Is this really necessary? Kannst... Oh, ich sag das, wie es ist. Du, wenn du jetzt in 5 Sekunden nicht dein dummes Maul hältst, dann hast du da gerade zugeschaut. Ich weiß nicht. Warst du anwesend? Wie neben dir gerade ein Boot worden ist? Hä? Der Tausender war nur, weil das kein Infizierter war. Der Scheiße. Den Tausender, der geht auf mich. Der geht auf mich. Aber du gehst halt nochmal da... Ich weiß nicht, was das ist. Das gehört ins Labor. Ist dieser Dreck oder ist dieser... Weißt du das schon? Das war doch gestern da noch nicht. Das war doch da gestern da nicht da. Das hätte ich doch gesehen. Oder habe ich mir ihre Schenkel nicht angeschaut? Die kannst braten? Ich hab mir auch gerade gedacht, Fackel ab die Sau. Ja, hilft das sowieso nicht. Ich glaube, dass wir sie da auch abfackeln müssen, hä?
Probieren wir es einfach, schauen wir, was passiert. Hier, eine mit dir in Quarantäne. You can't do this. Please. Oder lässt sich wundern, was ich alles kann. Der Tausender geht auch auf mich. Na, sag mal. Das ist fein. So, habe ich jetzt ein Geld gekriegt oder ist mir eins abgezogen worden? Das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, ich habe eins gekriegt. Aber die hätte ich halt gerne ins Labor geschickt, weil diese Wunde, die haben wir nicht zum... Die haben wir da nicht zum Auswählen. Die sind kann ich kratzen. Plus 400 gekriegt. Tja. Oft einmal läuft's blöd im Leben. Pech gehabt. Grüße, kleiner Tipp. Ich mag keine Tipps. Hau ab jetzt! Ich will keine Tipps. Ich lese nicht. Merci, aber ich lese nicht. Nö. So, du gehst Quarantäne. Quarantäne-Mode. Haben wir da sonst noch irgendwie... Wir haben die... Ich hätte so gerne das Ding schicken, aber das hilft nicht. So, hier Quarantäne. Haben wir schon lange keinen mehr drin gehabt. Seriously? Du, ich geh da gleich neu und drück den Hebel. Weil mir der Tausender einfach wurscht ist. Der ist mir wie bloß, damit ich zuschauen kann, wie es dir und deine Unterhosen verbrennt, du Trottel. Ja. Abflug. Nächster! Hier! You have to believe me. Nein, hab ich nicht. Naja. Zwecks blaue Flecken, aber für deine Frisur gehörst du eigentlich... You are in a quarantine zone. Blaue Flecken, rote Augen. Freunde der Sonne, das ist gleich Schluss. Hier, da, hier, pass auf. Ja, aber so rot sind sie noch nicht, oder? Glaube ich ja so. Was sind die? Was sagt ihr? Ganz rot sind sie noch nicht. Danke, Zodel, ich wollte es nicht sagen. Hallo, meine Pronomen sind... Ja, nein, egal. So, hier, blaue Flecken müssen wir noch markieren. Blaue Flecken wo? Hier dieses und dieses. Und dann machen wir noch hier ein Bälle auf. 163, erhöhter Puls. Und ob über 36 ist schon als erhöhte Temperatur gut, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Nein, gilt nicht, aber wir haben da herin. Das ist auch noch nicht so sicher. Der Mann da damit. Die ist wahrscheinlich nur krank. Ab in die Quarantäne mit dir. Schau ich morgen noch mal. Nach! Das muss klar sein. Ja, schon. Ja, ab in die Quarantäne. Kannst du zu dem Mann zu sitzen. Sehen wir dann schon. Sehen wir dann schon. Check again. Gestern war ich noch gesund. Ja. Was meinst du, wie oft, dass ich das 2020 gehört habe? Ha, du, geh mir her. I can't. Rote Augen, Sommersprossen, trägende Letten. Weil die Symbole hätte man kleiner machen können, damit ich da nicht jetzt mehr umeinander scrollen muss, wie ein geistig Behinderter. Das wäre toll. Das wäre toll! So, diesen hier. Wie schauen wir da aus? Schaut gut aus, aber deine roten Augen gefallen mir nicht. Nein, die gefallen mir nicht. Oder sonst irgendein Bums dran an der bumsigen Alten. Nein, du gehst in Quarantäne. Jetzt haben wir dann schon langsam ein Problem mit der Quarantäne. Schaut denn die da hinten aus? Das sind einige. Kann man die Quarantäne-Scheiße ausbauen? Können wir es aber ausbauen. Hier, ab in Quarantäne. At least it's not a death sentence. Kompetente Inspektion hat's gekostet schon. Fieber, 39 Grad. Was hat die? Identification verified. Du musst noch mal schnell ausgehen. Das mag ich jetzt. Die hat doch nicht. Die hat doch 36 irgendwas gehabt. I can't. Oh! Na gut, hätte ich länger draufbleiben müssen. Ich hab bloß kurz hingeschaut, das stimmt. Über. Warte. Und dann die Markierungen da drin. Ja, über 39, aber wir haben ja noch in dem. Haben wir immer noch im orangen Bereich, das passt schon. So kompetent war die Inspektion nicht, aber weiß das eben. For crying out loud. Überlebender in Quarantäne geschickt. Ja, gut. Erledigt. Nächster. Next survivor. Asse mit dem Schund! So, Fussi schauen gut aus, das schaut mir an wie Letten. Was für ein Ding? Paper, wo möchtest du einen dran oder was ist der Plan? Kinder, wichtig, never skip leg day. You are in a quarantine zone. Stay calm and wait for your turn. Ja, ach, der ist auch wieder so. Outer clothing, hats, glasses and gloves. Den müssen wir durchlassen. Sag ich dir, was ist? Prepare your belongings Der hat for nur inspection. Träg an die Suchbaum. Hier, diesen hier und Sommersprossen, den müssen wir durchlassen. Sag ich dir, was ist? Wir müssen auch ein wenig Geld verdienen. Abflug mit dir. Ausgezeichnete Inspektion, Jahi. Absolutes Pro-Gaming, sagt er.
Messen wir das Fürberlänger. Ja, ja. Seid ihr bei dem vielleicht überhaupt noch mit da sind? 40, 41, über 41. Ah ja. Schnaggelhammer, okay. Du bist tot. Scheiße, wo war der Puls? 150, 55. Ja. Der ist auch erhöht. Wir haben sonst irgendwas. Wir haben noch rote Augen. Und dann meine ich, warte. Schauen wir lieber noch, ob er noch ein Bissspur irgendwo hat. Das ist nix! Du, das wird nix, Karl! Karl, ab in die Liquidierung! Tschüss dann! You're scaring me. Where am I going? Ja, das sechs dann schon. Lass Flipflops herausstehen, gell? Bis dann! Don't make me wait. Du hust schon beim Einer geh! Da klang ich schon! What are you doing? Was Is this really necessary? 140, einer für Kim drüber. Ja, du kannst dem anderen gleich neu gehen. Schau dir an. Du Rind. Da haben wir da. Da haben wir da. Haben wir sonst irgendwas? Klang ich schon. Ah, ja, ja. Ich glaube, sonst feiert nichts. Tschüss dann. So where am I Ausgezeichnete Inspektion, meine Damen und Herren. Gott! Gib mir schon auf den Sack, wenn es durch die scheiß Tier durchgeht. Rindviech geistig behindert. So, war's das. Infizierter liquidiert, plus 400. Identification verified. Quarantine status stable. Stable, No stable. incidents reported. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, was die Scheiße da soll, dass der da einfach da steht und so komisch umeinander fuchtelt. Was soll das? Was soll die, was, hä? Hä? Welcher normale Mensch steht in der Quarantänezone so drin? Weiß auch nicht. Gute Besserung. So ist es, was mir dazu einfällt. Schlafi, schlafi. Tag, was war das für ein Tag, oder? Wir haben Vollgas unterwegs. Ersteindrucksspiel. Eine unfassbar gute Idee. Das ist eine richtig lustige Idee. Es ist nur die Frage, wie sehr sich diese Idee noch weiter entfalten kann. Ich habe jetzt schon ein paar Mal vergessen, dass ich anständig das Ding da hernehme. Das ist gerade mal das erste Werkzeug von offensichtlich 2, 4, 6, 8. Das wird noch richtig spannend. Heba! Merci für 70 Monate, Alter. Die Donnerstag Arena, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Das war kein guter Tag. Hier gesamt plus 2300, minus 2020. Das ist jetzt nicht der Teufel gewesen. Die eine Hinrichtung war nicht gerechtfertigt. Nein, die war nicht gerechtfertigt. Tote im Block. Nach wie vor 0. 0. Damn it. Generator's dead. Told you to keep those fuel barrels sealed. They got damp. Refill the tanks and bring the power back online. Und so viel habe ich zum Tor. Das war aber bei Contraband Police, glaube ich, auch so. Da hast du dann auch einen Wachturm gekriegt und lauter so einen Scheiß, um den du dich kümmern hast müssen. Energie! Mit Hilfe von Brennstoff hältst du den Kontrollpunkt am Laufen. Du musst den Generator betankt und in Betrieb halten. Muss ich mich da auch noch drum kümmern. Für was hatten die anderen Typen eigentlich da? Der Generator verbraucht stetig Brennstoff. Achte auf die Brennstofffüllstände und die Generatorleistung. Jedes Gebäude verbraucht Energie. Ein ausgebautes Gebäude verbraucht mehr Energie. Schalte Gebäude ab, um Energie zu sparen. Wir haben ja irgendwo nochmal dazu gekommen. Überschreitest du die Maximalleistung des Generators oder geht dir der Brennstoff aus, kommt es zu einem Stromausfall auf dem gesamten Kontrollpunkt. Kaufe zusätzlichen Brennstoff oder baue den Generator aus, um den Kontrollpunkt wieder in Betrieb zu nehmen. Alle hier Anwesenden wissen, dass Generatoren mein Endboss ist. Wechsle in den Basismodus, um das Lager und die Überlebenden zu überwachen, Gebäude auszubauen und Ressourcen zu kaufen. Das ist aber das Erste, was man am nächsten Tag so treibt, habe ich das gefallen. Generator! Aufstocken und können wir mir nicht irgendwie nachschauen? Max. Achso, das kostet dann nur 400. Ja, okay, passt. Say the magic words. Let there be light. Und dann muss man hingehen und das machen. Sag ich das richtig? Wir brauchen Sanikästen, da brauchen wir einen halt. Aufstocken, einen kaufen. Stromausfall. Dann muss ich da tatsächlich so direkt hingehen und da einen Benzin reinzipfen, oder was? Survivor.
Ah, das sind die Überlebenden, die wir da durch... Ah, geil, hast du auch nicht mehr, auch nicht. Ist das eine lustige Zigarette oder eine normale Zigarette? Schaut noch normal aus. Kennen diese Demo? Tut nicht am Scheiß. Now let's see if you can handle something tougher. You always have people coming to the checkpoint. That means more bodies and more pressure. Don't let any straw break the camel's back. Time to upgrade our base. First, upgrade the base to level 2. Was ist mit ihm? Hat er Versteckstick gespielt und war beim 10? Hat er Drogen? Hat er ohne geschleckt? Oder was machen Sachen? Und wieso habe ich seinen Hut klauen können, ist die Frage. Verstehe ich nicht. Ausbauten. Wer sich nicht anpasst, wird nicht überleben. Baue den Kontrollpunkt aus, um für neue Herausforderungen gewappnet zu sein. Verdiene Forschungspunkte, um Ausbauten für den Kontrollpunkt zu erhalten. Durch Erhöhen der Stufe des Kontrollpunkts schaltest du Ausbauten für Gebäude und Werkzeuge frei. Diese Ausbauten benötigst du, um neue Symptome leichter zu erkennen und die erforderlichen Evakuierungen durchführen zu können. Continuous Zone Level. Jetzt schauen wir mal, was er da treibt. Upgrades. Ah, das ist so ein Forschungstech-Tree. Das sind diese Punkte, die wir kriegen für die gut abgeschlossenen Sachen. Upgrades, Building. Ja. Verstehe schon. Aber was genau soll ich jetzt mal? Öffne den Reiter Ausbauten auf deinem Tablet. So. Blackout-Protokoll. Baue auf Stufe 2 aus. Und was ist das da? Ist das automatisch mit dabei, oder? So, was haben wir da? Ausbauten für die Basis freigeschaltet. Wo sehe ich meine Forschungspunkte? Da herum, 310. Wachturm 1, Hydrokultur, Zelte. Okay, das schaltet dann diese Ausbauten in die Gebäude frei, das passt alles. Aber diese Abtrennungen da würden mich noch interessieren. Verbessern. Kriege ich die dann automatisch? Nein, ja. Thermopulsmesser, Tonsignale. Fügt Tonsignale für Temperatur- und Pulsmessungen hinzu. Farbanzeige. Fügt orangefarbene und rote Anzeigen für hohe und extreme Werte hinzu. Das ist cool gemacht, das ist eine coole Idee. Da kannst du sagen, was du willst. Was ist denn eigentlich mit diesen Entwicklern, Alter? Contraband Police war also, ich bin an das Spiel herangegangen und man denkt so mit, ja, das wird schon wieder irgend so ein Blödsinn sein, keine Ahnung. Jetzt hocke ich da und denke mir, da hat sich wirklich jemand was denkt. Das ist nicht einfach bloß da stehen und weiter, sterben, weiter, sondern da steckt tatsächlich was dahinter. Wechsle in den Baumodus, um das Lager und die Überlebenden zu überwachen, Gebäude auszubauen, bla bla bla, kehre in den Basismodus zurück. Da kann man die Sachen sogar noch verbessern. Scanner, breiterer Kegel. Ach du Scheiße, ist das ist das die, wie hat's geheißen? Wie hat die Handy-Scheiße in die 2000er, Ende der 90er geheißen, wo jeder Klingeltöne kaufen sollen? Wie hat das geheißen? Hat's da nicht auch sowas gegeben, dass der Handykamera Kleidung verschwinden lässt? Jamba! Dankeschön, Herr Flogger! Richtig. So. Wir haben wahrscheinlich gleich dazu. Jetzt sollen wir einen Generator ausbauen. Ausbauen. Generator für 4K. Das ist aber schon viel. Ich hab gar nicht so viel Geld! Ich hab nichts mehr zum Essen! Ihr werdet nicht helfen. Ausbauen. Info. Brennstoffgenerator, Energieausstoß 20. Okay. Was ist jetzt da hier hinten? Was soll jetzt da? Was ist das? Das ist der Kontrollpunkt, da müssen wir da noch wieder weiterarbeiten. Ja, verstehe schon. Da haben wir einen Wachturm, da draußen wird geschossen, wenn wieder so eine Welle daherkommt. Wachturm. Ausbauten. Wir haben doch schon einen Wachturm. Was kostet der? 3000. Und er verbraucht einen Strom. Aha. Was haben wir da? Wir haben nur für einen Tag Essen. Heute dürfen wir nichts verkacken, sonst verrecken die Leute. Überlebende haben wir im Block 5, gesund sind 4, krank ist einer. Das heißt, 2 Leute aus der Quarantäne können wir rauslassen. Unsere Energy, Generatorleistung 20 und Verbrauch 8. Da haben wir noch weit entfernt vom Ausbau. Und der Sunnykasten passt eigentlich auch. Naja gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, endlich! Mehr als für 19 Monate. Die Ehre zusammen zurück. So, jetzt lese ich einen Wulfric seinen Tipp.
Kleiner Tipp, wenn über Nacht ein Symptom dazukommt, gilt er als infiziert und kann gekillt werden. Okay. Das ist ja noch immer noch beleidigt, was das ist. So, weiter geht's. So, wir kriegen ein neues Gerät, oder? It's usually used to test reflexes. Reflexes. Infected have slowed reactions. You'll notice the difference right away. No need to reinvent the wheel or hammer on this one. Personally, I'd like to see a bat wrapped in barbed wire. Whatever. Just be careful. Don't go cracking any skulls. Der Reflexhammer. Verlangsamte und träge Reflexe sind neue Symptome des Virus. Verwende den Reflexhammer, um die Muskelreaktionen eines Überlebenden zu testen. Führe dies ausschließlich an Armen oder Beinen durch. Schlägst du einen Überlebenden auf den Kopf oder Torso, verletzt du ihn. Ein herabhängender Kiefer könnte auf ein potenzielles Problem mit den Muskelreflexen hindeuten. Was? Okay. Ja, ich habe gelesen. Hier, gib Hammer. Bonk. So, Meister, hast du eigentlich Reflexe? Yes, sir. Okay, Frage beantwortet. Hast du Reflexe? What? What? Reflexe, habe ich gesagt. Hm. Du? Sir. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Yes, sir. What? You are in a quarantine zone. Verwende den Reflexhammer und weise den Remove your Überlebenden outer zu. clothing. Identification verified. Quarantine status stable. So. No incidents reported. Fangen wir mit dir an. Zwei von euch sind also gesund, einer noch nicht. Okay, jetzt sagt man schon wieder im Facker. Aufgabe abgeschlossen. Blackout-Protokoll. Was? Warum? Please don't scare me with that. I've heard stories. Hab ich den Fleck da hingemacht? Ja. Was hast denn du gleich wieder gehabt? Du hast immer noch die roten Augen. Gefällt mir nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie schauen denn langsamere Reflexe aus? Wie oft kann ich da drauf haben, bevor es jetzt blöd wird? Geh mir wieder. Geh mir wieder rein. Geh mir wieder rein, schleich dich. I feel fine. Please don't do this. Nein, du fühlst dich nicht fein. Gib mir Ruhe. Gib mir Ruhe, scheiß lang gewinnst. So, was ist mit dir? So tired. Ich kann mir natürlich, jetzt weiß ich nicht mehr, was die gehabt hat. Hat die nicht auch gelbe Augen noch gehabt zu den Sommersprossen? Dafür sonst nix. Denn du bist eine Überlebende, gute Frau, hä? Und wieso? Ich check ich noch nicht. Da werden wir dann schon jemanden finden, wo das langsam ist. Aber ich glaube, du kannst auch die Akte öffnen. Ach so. Neu. Fehlender Reflex. Keine Reaktion auf den Hammerschlag. Greift den Überprüfenden nach dem Hammerschlag an. Überkreuzter Reflex. Das heißt, ich hau auf den rechten und der linken. Und was hast du gehabt? Erhöht Sommersprossen. Ja, die Augen sind wieder normal. Kann ich das dann deselektieren? Ich hoffe. Und wie es da ausschaut, warte mal. Okay, 138. Schauen wir mal. Da kann man so wahrscheinlich auch schneller sein. He? 108, wir haben ja immer noch da herin, aber das lasse ich jetzt krank oder infiziert. Das kann immer nur beides sein. Gell? Trauen wir uns, dass wir die zu den Überlebenden schicken? Weil ihren roten Augenscheiß hat sie verloren. Die hat TÜV. Ja, ich glaube schon, aber sie hat noch ein wenig Fieber, aber noch kein Kreisliches. Es ist auch nicht schlimmer geworden. Ja, es ist nicht besser geworden, es ist aber auch nicht schlimmer geworden. Ich darf dir einmal einen Stempel geben, den müssen wir einen Platz frei machen. Fehlender Reflex. Keine Reaktion auf den Hammerschlag. Das muss ich jetzt schnell fragen. Da lasse ich mir wieder einen Tipp geben. Ist das ein fehlender Reflex? Ist das grün? Oder rührt es sich einfach überhaupt nicht? Hm? Was kann schon passieren? Oh, weiß ich nix, da weiß ich nix.
Also das ist der Reflex, wie er normalerweise ausschauen soll. Alles andere ist komisch. Was ist, wenn ich auf Knie... haben Sie eigentlich Kniescheiben? Ah ja. Muss man da so draufhauen? Kommst du mal in den überlebenden Block, wird schon nichts passieren. I wonder if I'll know anybody in there. Überlebender in den Block geschickt, aber ich habe keine XP gekriegt dafür. Ja, gut, dann halt nicht. So, du bleibst da noch drin, du gefällst mir gar nicht. Wie schaut's bei dir aus? Also der Letten immer noch im Gesicht. Du hast der Letten immer noch im Gesicht. Da brauche ich gar nicht rauslassen und anschauen. Identification. So. Her mit dem Schund! Ah, lustiges Lenkrad auf dem Kopf. Please, I can't go back out there. Okay, das schaut eigentlich erst einmal ganz gesund aus. Oh, jetzt mit den ersten. Puls schaut gut aus. Temperatur schaut gut aus. Linksom ist Essen rot. Ich hab mir vorher gerade gefragt, was das da heißt. Kantinennahrung 5. Kann man das mittendrin einfach kaufen, das Zeug? Gehen wir Kantine, aufstocken. Machen wir so. Also sie haut mir auf alle Fälle. Da steht jetzt dort ein krank oder die gehört auch in Quarantäne. Die gehört auch in Quarantäne. Kiefer hängt. Oh. Reagiert mit der gegenüberliegenden Gliedmaße. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Jetzt warte mal. Ja, und ich habe mich gerade schon gefragt, wieso hängt der Goschen so behindert ab? Aber das heißt noch nicht, sie ist infiziert. Sie ist krank oder infiziert. Kiefer hängt. Was heißt denn Kiefer hängt? Kann man das nochmal irgendwann... Anzeigen, ja. Die Unfähigkeit einer Person, ihren Kiefer zu kontrollieren, führt zu einem schlaffen geöffneten Mund. Dies kann ein Anzeichen für eine Infektion oder eine fortgeschrittene neurodegenerative Störung sein. Gleichen Sie dies mit anderen Symptomen ab, um die allgemeine Verfassung der Person zu bestimmen. Heißt aber immer noch nicht, dass sie infiziert ist. Oder? Oder sie hat bloß keinen Bock auf deinen Hammer. Das kann natürlich auch sein. Kiefer hängt, irgendwas ist mit dem Reflex. Schlaganfall. Ja, sie haut da zurück, wenn ich drauf hau. Die darf jetzt mal in Quarantäne, ansonsten müssen wir es leider hinrichten. No, you don't understand. Da, ausgezeichnete Inspektion, was möchtest du mehr im Leben? Passt schon. So. So tired. Eine gute Frage, ich weiß nicht, habe ich die gestern nicht angezündet? Warte mal. Haha, ja, das meinst du bloß. Bei dir haben wir dasselbe, da ist man sich nicht so hundertprozentig sicher, wenn der 136 irgendwas, Temperatur schaut eigentlich ganz gut aus. Tja, was tun wir mit dir? Ich hab keinen Platz mehr in der Quarantäne, das gleiche in schwarz. Sommersprossen. Können wir schon mal bestätigen. Und aushauen tut's. Die Frage ist aber, was tun wir mit ihr? Black is not Beauty, alles eingetragen. Sie ist ein Oger, wenn es die Nummer haut zurück. Dann machen wir es auch noch aus der Quarantänebox. Quarantäne ausbauen. Ich glaube, dass uns da das Geld noch nicht ganz gelangt. Ne? Schauen wir mal, kommen wir Quarantäne. Jetzt auch Quarantäne. Wo ist denn die Quarantäne? Ist ja da. Ausbauten kosten Tausende. Das ist, glaube ich, wirklich das Erste, was wir tun müssen, weil ich mir noch nicht so sicher bin. Ich sag dir jetzt was, wir gehen jetzt ein Risiko ein. What's the point? Ausgezeichnete Inspektion, $400, die wird schon nicht eskalieren da hinten. Die wird schon nicht eskalieren da hinten! So, schau mal bei dir aus, was ist da los? You're not going to detain me, right? Leicht erhöhter Puls. Leicht erhöhter Puls. Sind wir da in der Nummer? Lang ums Anschlecken nicht, dann sind wir 30 hier, aber der Puls ist so bei 100. Der Puls schaut gut aus. Was glaube ich für eine Scheiße? Was haben wir da? Ein bisschen haben wir auch nirgendwo wohnen. Das ist alles ist diese hier, gell? Dürfen wir da nicht.
Erst einmal auf alle Kniescheibe aufgedroschen! Na, hör doch weiter, du bist topfit. Du bist die Erste, die gar nichts feit. Easy going. Da kann ich gar nicht so kreizeln, oder? Ja, gut. Ab mit dir. What's the death rate? Ausgezeichnete Inspektion. Come on! Please, just check. You'll see I'm fine. So, ja, wir haben Samstag um 4 in der Früh. Los, lass mich wieder rein! So, dann machen wir jetzt erstmal Folgendes. Das haben wir. Dann hat da jemand ins Hirn eingebissen. Dann machen wir mal so. Da wird es wahrscheinlich auch 4000 stehen. Ja, 40, 41, 42, 43. Bruder, bist du heiß. 150 Puls, 43. 150, 43. Wo haben wir? Na, da haben wir, da. Na, da. Nein, auch nicht. Da haben wir. Schlecht. Oh, den Puls habe ich schon wieder vergessen. Tut mir leid. 150. Ja, der ist nicht ganz so krass, aber die Temperatur, weiß das was ist. Nehmen wir den. Schwierig. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich den mit dem Hammer trisch? Hast du sonst nur irgendwelche Sachen? Kratzer oder so vielleicht? Nein, hier Übung drauf haben. Oh! Schau hin. Da haut er mit dem anderen Ding zu. Hoppla, Symptome. Das Menü nervt mich. Das Menü ist kacke. Da braucht man keiner was anderes verzeihen. Menü kacke. Oh, das hätte man bei der anderen noch machen können, glaube ich. Gell? Fehlender Reflex. Ja, moin Meister. Vorher habe ich gemeint, das ist eine Tätowierung, aber es ist keine Tätowierung. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ausgezeichnete Inspektion. Hat das Gesicht Reflexe, ist die eigentliche Frage, aber ich fürchte, dass ich dann Punktabzug kriege. So, Schaum. Infizierter liquidiert. Ja, freilich, wo haben denn diese Kinder? Wo warten denn die? Da hinten zufällig. Ich hab noch keine Kinder heute da gesehen. Der Pfotzen hängt halber da oben, das ist das Erste, was ich sehe. Wir haben gelbe Augen, das ist nicht so tragisch, hat's geheißen. Aber wenn ich jetzt so mache und du haust mich, hat's die. Der hat einfach gar keine Reflexe. Kniescheiben? Hat die ein bisschen. Die wackelt schon lustig rum. Quarantäne ausbauen, ja, den nächsten werden wir in Quarantäne schicken müssen. Dann wird die Quarantäne ausgebaut. Ja, was tun wir mit dir? Die schaut eigentlich gesund aus, oder? Dann machen wir da diesen hier. Das ist so gut, fehlender Reflex, wie nach der 5. Halbe. Ja. Guck mal, die schickt mir ein. Das ist ja Abflug. Ausgezeichnete Inspektion, was wollen Sie mehr? Nächste Mistbüchsen. Moment mal, bist du nicht schon da drin irgendwo? I have children. They're waiting for me. Oh, bitte, ich hab Kinder, die warten auf mich. Ja, und ich hab einen Hammer. Bonk. Und eine schlechte Nachricht hab ich auch. Das war alles. Schauen wir da aus. Ein 100er Ping. Und eine normale Temperatur, aber schaut nicht gut aus für die. Tschüss dann. Wir haben schon wieder. Wir haben schon wieder Hunger. Ach, wir holen ja immer mehr Leute rein, gell? Ja. Passt schon. Aufstocken. Kauft mal wieder mal. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Kauft mal wieder mal. Ja, kauft wieder mal ein bisschen was. Da ist der rausgeschissen! Quarantäne ausbaut, ist Quarantäne ausbauen der richtige nächste Schritt? Ich weiß es nicht. Ich sag's, wie es ist. Und Sunny Castle haben wir auch keine. Wir brauchen noch 3 Sunny Castle. Aufstocken und so 3. Knapp. Wird schon. Die vorige war ein Fehler. Glaube ich nicht. Einer damit, die hat mit dem anderen Armzug, das heißt infiziert. So, du hast einen lustigen Porno. Ich bin mir nicht sicher, hast du deinen Goschen schon mal angeschaut, du Trottel? Allein für deinen Pornobalken-Kerst schon hingekriegt. Für deinen... Da, hier, Kratzer.
Kratzer streicheln. Das kennen nur Meme-Lords Level 9000, aber egal. Und ein Biss im Gesicht. Was meinst du eigentlich? Was ist mit dir? Kratzer, Biss im Gesicht, Stinger durch die Arbeitsau. Puls. Und das schaut eigentlich gut aus. Sagt der Hammersepp. Ja, ganz schlecht. I trust you guys, but this feels wrong. Ab nach Einschwitz. Identification verified. Quarantine status stable. Hat immer noch rote Augen. Reported. Bei ihrer bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, sie hätte man auch durchlassen können da. Glaube ich. Bei ihm ist nur die Frage, ob da die Letten aus dem Gesicht außer... Jetzt pass mir auf, wir haben doch... Da, ne? Unbekannt. Na, ich habe vorher mal kurz gemeint, dass man da eventuell auf unbekannt, hey, du hast irgendwas, unbekannt, und dass man dann das Labor bauen kann. Aber das Labor kann ich ja immer noch nicht bauen, oder? Kontrollpunkt, Quarantäne. Warum kann... Da ist Labor. Labor! Der Zombie-Käfig hat 40.000 $! Bist du besoffen? Du besitzt diesen Ausbau bereits. Wieso habe ich dann den anderen nicht ins Labor... Jetzt warte mal. Jetzt muss ich noch was ausprobieren. Geh mal her, du. Affentyp. Das Labor ist im Bau. Deswegen. Naja, das wird dann wahrscheinlich noch ein paar Runden dauern, bis wir das kriegen. Weil du der blinde Uhu bist. Herr Opa, das hilft mir nicht weiter. 40.000 Öken, das dauert wohl noch. Zum Dr. Wengerle. Der Mo hat einen blauen Fleck im Gesicht. Das ist kein blauer Fleck. Wenn bei dir so blaue Flecken ausschauen, bitte erzähl das niemals deinem Doktor. Schlaf ich? Mann, ich bin jetzt wieder zum Schießen, hä? Geschossen habe ich schon lange nicht mehr! Lass mich mit der Drohne fliegen, ich mag eine ballern. Baller! Infizierter in Quarantäne geschickt. Was? Ach, das sind die Käufe über den Tag von der... Ja gut, bin schon steil. Wie viel haben wir? 960, das ist nicht der Teufel. So eine Wartung kostet immer 500. Also wir müssen immer mit 500 eigentlich abschließen, damit wir im Plus bleiben. Evakuierung heute! Tag 5! Jetzt schleichen sie sowieso alle. Das ist gut für uns. Was ist denn da drin eigentlich? Hat sich da schon irgendwas da? Nein. So, was muss ich jetzt da? Hallo? Erstmal Gebäude ausbauen. Klinik. 00. Aufstocken, kaufen wir damit einen. Das ist ja wurscht. Kaufen wir mal einen, wir schauen die Vorräte aus. Heute benötigte Nahrung 9, Kantine-Nahrung 16. Überlebende 999, Zelte, Betten, Energie. So viel haben wir gar nicht falsch gemacht. Passt schon. So. Wir schauen mal aus. Attention. Evacuation convoy arriving today. Ah. Wie viel kann dieser Konvoi mitnehmen? Wo sehe ich denn das? Er fordert nicht infiziert mindestens 5, aber er muss gereinigt werden. Oh, Quarantänezone muss gereinigt werden, dann müssen wir mal nachschauen. Identification verified. Unstable. Incident detected. Ich glaube, sie zwei haben nur eine schöne Zeit gehabt. Tschüss! Okay, ciao! Ach, haben wir sogar noch Geld gekriegt dafür? Naja, wenn wir das außerfinden hätten sollen, das finden wir schon noch aus. So, Quarantäne ist sauber. So, ich hab's sauber gemacht, der Rest vom Saufer kann daherkommen. So, jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, dass alle Symptome gemischt daherkommen. Das ist das Erste, was wir mir lernen. Puls, gut. Temperature. Was hat er jetzt gesagt? Er möchte, dass ich irgendjemanden bestich. Bist du besoffen? Du hast doch irgendwo da. Das sind doch keine blauen Flecken, Leute. Das unten, ja, aber die grünen Flecken, das sind doch keine blauen Flecken. Oh, ich hab das Gefühl, im Fight aber nix. Oh, der hat gar keine Reflexe.
Okay. Also. Keine Reflexe, sehr gut. Was haben wir da? Das passt auch alles, glaube ich. Aber ich habe den Bleifleck. Weiß nicht. Das ist Dreck. Gut, das muss ich mir jetzt von euch sagen lassen. Das spart uns vielleicht einen Haufen Nerven. Jetzt pass auf, wo war's ein geschissener Fleck? Wo war unser geschissener Fleck? Bin ich besoffen? Das bleibt. Also das da ja. Das grüne Klump, nein. Iro hat auch sowas gehabt. Nein, das war der Typ, hat das gehabt im Gesicht da. Bruder gut, das ist nichts. Ja gut, das wollte ich hören. Das heißt mir, aber sein Goschen hängt ein wenig. Aber das ist ja wurscht. Oder kein Reflex. Eine da damit. Okay. Nächster! Das dauert einer, wo Goschen auf halb Jahr. Ah ja. Haben wir schon, bist schon fort da. Bist schon fort da. Hast du irgendwas im Gesicht da? Nein, hier Bisswunde. Dann schauen wir noch rundum, falls wir irgendwelche Kratzer finden. Wir wollen mal die Forschungspunkte. Hallo. Hallo. Ja, dann schaut doch das ganz gut aus, hätte ich gesagt. Aber da haben wir noch nicht geschaut. Da, mach hin. Puls schaut gut aus. Aber Fieber. 40, 41, 42, 43. Ja, kannst schon heimgehen. Wo ist denn eigentlich das Thermometer-Ding? Da. Hier. Tschüss dann. Ausgezeichnete Inspektion. Nächster. Warum hast du ja Plastiktüten um. Hey, buddy. Don't worry, I'm not sick. I just look like this. Wie soll ich nicht da Temperatur messen, bis du das Irrsinn so. Was ist denn das? Das ist doch garantiert auch irgendeine Anspielung, oder? Das ist doch garantiert auch irgendeine Anspielung an irgendein anderes Spiel. Mit was ein Sog am Kopf, der Pulli mit dem pinken Totenshell. Undertale? Da habe ich nicht gespielt. Nimm die Tüte. Also kann man die runter da. Warte mal. Ne, die Tüte kann ich nicht runter da. Ich kann jetzt mit dem Hammer mal drauf. Ist das der Tod? Was tue ich mit dem? Der muss weg. Ja, mein Freund, du musst weg. Was passiert eigentlich, wenn ich da drauf hau? Bringst du es eigentlich auf Knirschirm auf? Ja, dann bekommt eben ins da drauf aus. Ne? Zug das Ding. Wenn ich da drauf hau, zug das Ding. Ja, das wird schon alles gewesen sein, was weiß ich, weg mit dir. Es ist auch garantiert. Ausgezeichnete Inspektion. Don't send me to liquidation. Please. I thought we were friends. Es ist 100 Pro irgendeine Anspielung auf irgendwas. Die ich nicht kenne, leider Gottes. Gute Frau, bringen wir das einfach hinter uns. Ja, ich hab das Gefühl, das dauert gar nicht so lange, wie du das vielleicht meinst. So, hier, wir haben einmal rot angelaufene Augen. Dann einen Schnagel haben wir auch noch, einen 120er Ping. Oh, 39, gehen wir zu 40, ne? 128, 39. Das ist, wenn ich nur ein bisschen irgendwo finden darf, war ich echt glücklich, weil dann wisst ihr, dass ich die sofort anzünden kann. Sagen wir es, wie es ist, die schaut nicht gut aus, die muss weg. Aber sicher bin ich mir heute auch nicht und Quarantänezone ist frei. Abflug mit dir. Just my luck. Just my luck. Ausgezeichnete Inspektion. Warum Thank you for at least not yelling at me. Okay, dann schreie ich halt ausnahmsweise mal nicht. Puls gut, Temperatur gut, sehr schön. Habe ich die Reflexe bei ihr da drin ausprobiert? Weiß ich nicht mehr. Ah! Fort! Aber sonst feit nix. Sie ist irgendwie krank, aber sonst feit nix. Es ist nur der Reflexscheiß. Wenn ich so. Du Scheiß aus, lass mich in Ruhe jetzt.
Hier kommst du rein, Quarantänezone, die lose ich nicht durch. Einfach nur dafür, dass du mich hast. Ausgezeichnet war es übrigens, das ist der Herzl. Thank you for at least not yelling at me. Okay, wir haben Kratzer, rote Augen. Kratzer und rote Augen. Das ist mal das erste, was wir machen. Kratzer und die, aber nicht die ganz roten Augen, die schauen ziemlich narisch aus, das haben wir vorher gesehen. Kratzer und rote Augen haben wir. Machen wir so. Ah, das habe ich mir gedacht, du Rind. Das habe ich mir gedacht, du Rind! Aha. Noch ein Bälle aufhalten. Ping ist gut. 38 Grad, bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt. Da mal hier 38, wann geht's aus? Ja, nein, gefällt mir nicht. Oh, unter 37 muss es sein. Wo war der Ping? 90. Der wird erst auf 120. Reflexe checken, haben wir schon. So, du kommst rein, Quarantäne. So, was ist? Abflug mit dir. At least it's not a death Jetzt sentence. wird's aber eng in der Quarantäne, da müssen wir es ausbauen. Geht das instant oder? Why? Was, why? Was ist das für die behinderte Frage? Du hast eigentlich da hinter geschickt, das ist da schon klar. 90, 36, 36, 8, das passt alles, das passt alles. So, und schauen wir uns das an. Reflex ist anwesend, das passt. Sonst sehe ich nicht, der schaut gesund aus. Der hat zwar einen Haufen Träger und Blut an sich dran. Aber du Mann, ich schaust gesund aus, hä? Du Mann, ich schaust gesund aus. Da kann ich nicht mehr irgendwas eintragen, da fällt ja gar nichts. Der kriegt einen TÜV, Ja, das ist lang gewinnt. What's the point? What's the point? Halt, der Fotzen bist nicht ganz sauber, oder wo ist da? Nächster. So, jetzt brauchen wir mal. You have to believe me. Na, I don't think so. I don't think so. Feierrote Augen. Was ist an deinem Hirn los? Lass mich einmal schauen. 200er Ping. Okay. Das auch. Da haben wir, oder? Da haben wir definitiv drüber gewinnen über 180, ja. 182! So, was haben wir da? Grazer am Wadel. Die Schiene bist du auch nicht. Seewurst, Schnagellost. Rind, ich verdrück mir aber mit Tab und C. Grazer haben wir auch noch. Und dann haben wir das noch nicht probiert, weil wir ja eine perfekte Inspektion. Okay, das ist normal, glaube ich. Tschüss dann. There? Ausgezeichnete Inspektion! Warte, ich mag mal zuhören. Darf ich zuschauen? Okay. Okay. Attention. Evacuation convoy arriving today. Aber einfach Rotz. Liebes Entwicklerteam, ich wünsch mir unbedingt ein Feature, ein völlig sinnbefreites, und zwar, wenn ich auf G drücke, möchte ich, dass ich mit der linken rauche. Und mit der rechten mich dann vor meine Katze stellen kann, Miezi, und mit E gleichzeitig Katz streichen kann. Dann kriegt das Spiel von mir 10 von 10. Bis jetzt kriegt es 9,5 von 10. Weil ich die... Geh, du Arschloch! So, letzten tue ich würsteln. I'd give anything and everything to wake up from this nightmare. Aha, ja. Okay. Jabba der Hutte. Er muss auch irgendwo über Grenz. Auch ein Jabba der Hutte muss irgendwo über Grenz. So, das aber gar nicht so schlecht aus. Was ist da los? Ping okay. Tempo okay. Anzeichen Sägekohl. Eine Droschenenelbung. Da auch, schaut gut aus. Bist die letzte Überlebende, schleich dich. Thanks for Beds letting me don't grow on live. trees here, soldier. Can't keep people in the Weil ich genau survival weiß, dass forever. ihm wieder der Vogel ausschaut, wenn er dann Part of dran. your job too. Stay calm and These wait folks for need to be moved out of the city. your outer clothing, hats, glasses, and gloves. Prepare your belongings for inspection. Wann ist denn bitte 10 geworden? Hast du vollkommen den Verstand verloren? Ach, Kim, Alter, was zu machen müssen? Zeit nichts mehr wert. Leck mir doch am Arsch! Wir haben heute nicht einmal Zeit für eine anständige Überstunde. Erstens, das Spiel ist grandios. Ich sag das, was es ist. Also, ungelogen, das sage ich oft mit Wallet krass. Und es ist auch jetzt mal krass. Aber das letzte Mal, wo ich gemeint habe, es ist 5 vor 9. Ich habe ja da auch eine Uhr.
Ja, da schaue ich vielleicht gefühlt einmal in der Stunde hin und oder aus dem Augenwinkel und morgen die ganze Zeit, es ist 20:55 Uhr. Nein, ist nicht! Sei du 20:55 Uhr! Wann ist das geworden, weiß ich nicht! Meine Damen und Herren, bitte smashen Sie den Like-Button, wenn wir das nochmal spielen sollen. Und wenn es nicht jetzt, dann ist es mir auch wurscht, weil wir spielen sowieso nochmal, weil das, glaube ich, ganz witzig ist. Perfekt, besser hätten wir es nicht treffen können. Danke für dieses Spiel, wer es vorgeschlagen hat. Danke. Das kam wieder mal unerwartet und es ist unerwartet viel besser, als ich das dachte. Falls ich mich gerade übelst täusche, lasset es mich wissen, bitte. Evakuierung beginnen. Das ist auch nochmal so ein Gameplay-Element, da bin ich gespannt. Unbedingt nochmal, weil da gibt's noch urcoole Tools. Ja. Um Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Okay. Evakuierung. Jeder hat eine Rolle zu spielen. Überlebende können nicht ewig im Kontrollpunkt bleiben. Die Forschungsabteilung und das Militär brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Wähle die Überlebenden aus, die zum Erhalten weiterer Forschungspunkte in die Forschungsabteilung verlegt werden sollen. Woran mache ich das fest? Wähle die Überlebenden aus, die gegen mehr Geld zum Militär geschickt werden sollen. Denke an deine Quote. Wenn du nicht genug Überlebende für eine Evakuierung hast, gefährdest du die gesamte Mission. Okay, da kriegen wir da... Okay. Oh, das ist ein ultra cleveres Leveling-System, Alter. Wenn man es mir jetzt am Anfang ist, wahrscheinlich alles super einfach und wir haben jetzt 12 Überlebende gekriegt. Und dann kannst also wir müssen mindestens, wenn ich das richtig verstanden habe, 5 in die Base schicken. Mindestens. Wenn wir mir aber mehr wie 5 Leute, dann haben wir das geschafft. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir bloß 4 Überlebende auserziehen in 5 Tagen. Was dann passiert, das weiß ich nicht. Aber wenn wir mehrere auserziehen, deswegen haben die Überlebenden so wichtig, und du kannst nicht einfach alle hier richten, dann kannst du, wenn du 5, 1, 2, 3, 4, 5 Stück anscheinend, das tun wir jetzt einfach, dann kannst du da 5 Stück zum Militär schicken, die haben zwar dann trotzdem weg, aber wenn du 5 hinschickst, kriegst du $1000. Und wahrscheinlich kannst du jetzt da theoretisch 1, 2 hinschicken. Ist das wurscht, wen ich da wo hinschicke, oder? Nächster Überlebender, A, ST. Jetzt schickt mir die ersten 5 oder einfach mal, jetzt tun wir mit Basis. Für die Evakuierung durch. Basis wird dann da 1 draus. Für was war Basis? Nein. Okay, das hat nicht gezählt. Basis bleibt im Camp. Ach so! Ja, schon okay. Ja, ich hab mir's gerade gedacht, so, wieso sollten die bei mir bleiben? Ja, ist ja wurscht. Das heißt, wenn ich jetzt da einen, schicken wir mal zum Militär. Okay. Ja, ist jetzt nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. Und einen schickt man zum Forschungstransport. Und dann kriegen wir wieder Forschungspunkte und da kriegen wir Geld. Ich würde sagen, das machen wir gleichmäßig. 1, 2, 3, 4, 5. Und wir müssen halt mindestens diese Quote da erfüllen. Das ist ein ultra intelligentes und clever gemachtes System. Das ist echt witzig. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir dringender Geld oder braucht man dringender die Forschungspunkte? Und ich sage das, was ist? Ich glaube, was ist denn das da? Ah, das kommt dann später noch dazu, wenn wir das Ding für 40.000 ausgebaut haben. Schaut aus wie dieser Zombie-Käfig. Und jetzt da die anderen, wie viel habe ich jetzt noch? Wir haben 10 verschickt, eine habe ich in Basis geschickt, also haben wir da noch eine. Gut, ist wurscht, die schickt man da hin und fertig. Punkte gibt es nur, wenn du die Limits erreichst. Das war jetzt meine Frage gewesen. Ich habe jetzt die dann noch nach links geschickt. Da haben wir jetzt bis 5 gekommen, also wir kriegen diese 50 Punkte plus 1, also bis 6 sind wir gekommen. Bei der nächsten Evakuierung geht das wieder von vorn los? Oder geht das da bei 6 weiter? Das geht wahrscheinlich wieder von vorn los, oder? Gibt nur in 5 Schritten Punkte. Geht von 0 los. Also hätte man die 2 Typen eigentlich in Basis schicken sollen, damit ich die beim nächsten Mal effizienter irgendwo hinschicke. Okay. Ja, man lernt nicht aus. Führe die Evakuierung nur wieder von vorn, passt. Ja, gut, ist ja wurscht. Ist ja vollkommen wurscht, das hat schon passt. Wir haben mehr rausgezogen, wie wir das dachten.
Hope it went smoothly. Evakuierer, Achievement, erziele die Evakuierungsquote. Ja, easy, Alter. Die war umsonst. Ja, wurscht. Ganz umsonst war es auch nicht, weil wenn die in unserem Camp umeinander sitzt, belegt es am Platz, sie braucht was zum Essen und so weiter und so fort. Das ist fake ausgetüftelter, als ich das dachte. Das finde ich schon witzig. Das finde ich schon wirklich extrem witzig, um ehrlich zu sein. Kann man da irgendwie speichern? Ja. Oh, jetzt müssen wir erstmal schlafen. Wir haben schon lange nicht mehr geschlafen, das stimmt. So, bitte los jetzt irgendeinen Cliffhanger passieren. Plus 3800. Ja, schau her, haben wir richtig die fetten Monetos gemacht. Zero Depth! Quote 5. Menschen im Block zum Zeitpunkt der Evakuierung 12. Menschen evakuiert 11. Nicht-Infizierte versendet 11. Infizierte versendet 0. Und das da Quote Erfolg. Du hast die erforderliche Anzahl Menschen evakuiert. Und das geht dann irgendwie so 5 Tagesschritt weiter und das wird dann wahrscheinlich immer komplizierter, bis man durch ist. Nice work, buddy. Remember, quotas are our main mission. Quotas are our main mission. Let's just say they won't be sending us to quarantine. Anyway, we've got lots of work ahead of us. Come see me. Das ist für so einfach, da rechnet kein Mensch damit, dass das Spiel wirklich was kann. Das ist echt witzig gemacht. Look at this. Ring any bells? Scanner! Einige Symptome können unter Kleidung verborgen sein. Verwende den Scanner, den Yamba-Scanner nennen wir den ab jetzt, um Überlebende zu untersuchen, ohne sie zu entkleiden. Beauty, isn't it? This scanner can see right through clothing, pick out... Aber wie das ausschaut, meine sehr verehrten Damen und Herren, das sehen wir nächsten Montag. Ich muss euch jetzt noch ein bisschen was zu meinem Spiel erzählen, das ich selber gemacht habe. Heute haben übrigens auch sehr viele Leute da. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie den Like-Button smashen. Wer es noch nicht da hat, hinterlassen Sie ein Abonnement. Das würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Wer sich direkt nach dem Gameplay schleicht, kann ich verstehen. Jetzt gibt es noch eine Siegerehrung und dann gibt es noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so den Ausblick, was ich während meinem Spiel in Runde 2, was ich da habe, was ich noch da muss, wie es dann weitergeht und so weiter und so fort. Grandioses Spiel, sehr schön. Sehr, sehr schön, habe ich nicht damit gerechnet. Sorry, was ist. Habe ich aber bei Contraband Police auch nicht. I fucking love it. Halt, stopp. Ist das gespeichert? Ist das noch am Schlafen gespeichert im Game? Ich sage nämlich keinen Speichern-Button. Das mag ich. Gut, wenn wir das nochmal machen müssen, dann mache ich es jetzt schnell vor dem Stream. Das ist ja nicht schlimm, aber gut. Quarantäne-Leute beim nächsten Mal nicht vergessen. Herr Gangster approved, dafür habe ich euch. Lese mal mein Donut vom vorhin. Herr Marvel-Maniac, Verzeihung, erst einmal. Franz, mir ist wieder ein Zwiegel. Schau mir auf die Uhr geschaut. Hashtag Busen. Das habe ich übersehen. Ich war konzentriert. Herr Skorps, mir ist für 71 Monate. Schwängelreflex. Merci dir. Der Lenny, mir ist für 53 Monate. Das müssen wir auf alle Fälle nochmal spielen. Ich sag's euch auch ganz ehrlich, was ist. Das werden wir so, egal ob es euch gefällt oder nicht, das werden wir so und so nochmal spielen. Ich sag's euch, was ist. Jo, schlafen ist gleich speichern, nicht der Nuvius. Merci dir, immer tageweise. Ja gut, das passt. Das merken wir uns fürs nächste Mal. Ich hoffe, ihr erinnert mich noch. Herr Endlicher, merci für 19 Monate. Wer war jetzt das, wessen Donation ich lesen soll? Wo? Der Marvel Maniac. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Da bist! Tatsächlich habe ich dich übersehen. Das tut mir wirklich leid. Wird das Bandel vom Mantel mit einem neuer längsten Fluch bestickt? Ähnlich wie das Innere von der... Da gebe ich noch keine Informationen preis. Ganz einfach auch aus dem Grund, der Bademantel ist machbar. Ob er so machbar ist, wie ihn ich haben will, steht auf einem ganz anderen Zettel. Ich habe tatsächlich schon ein bisschen umeinander geschaut, was sowas kostet, wen man da anfragen kann. Ich möchte es ja, ich sag's gleich, wie es ist, ich möchte es so machen wie bei den Caps. Das hast du schon richtig erkannt. Vielleicht haben wir aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn das irgendjemanden interessiert, wie sowas abläuft. Ich telefoniere da und bin bei Bavarian Caps gewesen, hab gefragt, was geht alles. Dann haben sie gesagt, frag einfach, was nicht geht, wird gehört gemacht. Habe ich gesagt, gut, ich mag das, ich mag ein Metallemblem, ich mag das Lederpatch-Ding drauf, ich mag einen Fluch innen drin, ich mag mein Logo innen drin, ich mag mein eigenes Mackerl, das soll gestickt sein, ich mag gestickt und 1000 sehen es an. Das KP war das teuerste KP im Einkauf, das sie jemals gemacht haben.
Also ich schieße mir da eigentlich selber damit in Taxen. Aber 2-3 Jahre später sitze ich jetzt da und brauche kein schlechtes Gewissen haben, dass ich euch irgendeinen Scheißdreck verkauft habe. Ja? Und beim Kappi dingen vielleicht einige so mit, Alter, Kappi, was hast du mit dem Kappi zum tun? Ich kann euch natürlich pfeffert sein, aber fragt's mein Mann. Ich glaube, dass du vor 2015 findest du kein Foto von mir ohne Kappi, wo ich nicht auf einer Hochzeit oder so bin. Das Kappi ist mit mir festgewachsen. Die Leute haben nicht gewusst, ob ich Haar am Kopf habe oder nicht. Etc. etc. So. Beim Bademantel wird das ganz genauso laufen. Der Unterschied ist, es gibt keinen Bademantelhersteller. Ja, also Bavarian Caps hat kontaktiert und machen das regelmäßig, dass die Kappen entwerfen. Die wissen ganz genau, was machbar ist und was nicht. Für Bademäntel gibt es sowas nicht. Deswegen muss ich mir das selber ausdenken. Ich muss eine Firma für Textilveredelung finden, die das einigermaßen Kappel Runde 2 incoming. Nein, es wird keine Caps mehr geben. Ganz einfach aus dem Grund, wir haben, glaube ich, 4 Caps nachgeliefert. 4-mal. Obwohl wir eigentlich gesagt haben, die erste Lieferung, die ist exklusiv. Das ist halt, ja, verarschen mag ich euch auch nicht. Hugo Boss Bademantel ist ganz nice. Ich muss mich natürlich auch selber nur ein bisschen umschauen. Meine Bademäntel, die ich habe, das sind so 30-Euro-Dinger. Die sind flauschig, die sind okay. Das darf mir wahrscheinlich auch gelangen für den Bademantel, den ich gerne machen darf. Aber da gehören halt spezielle Sachen rein. Ich möchte mein eigenes Mackerl. Ich möchte meine Signatur irgendwo hin. Ich möchte den halt Textil veredeln. Wie genau, das sage ich euch natürlich nicht. Soll ja irgendwann dann nächstes Jahr erst einmal schauen, ob es ihr nächstes Jahr, ich sage jetzt mal in Season, was für eine Season sind wir denn überhaupt, in Season 10 überhaupt noch Interesse an einem Bademantel habt. So. Immer noch stolz auf mein Cap aus der ersten Lieferung mit Autogramm von dir und nicht von Bavarian Caps. Die haben nicht viel erwischt. Das sage ich auch, wie es ist. Die Caps waren ausverkauft innerhalb von 20 Minuten. Klang das überhaupt? Die waren nach 5 Minuten ausverkauft. Ja, ist wurscht. Was verarschen? Du hast gesagt, die gibt es so lange, bis jeder eins hat. Ein krachlederner Bademantel? Na. Ich möchte einfach einen coolen, hochwertigen, schön zu tragenden und einen cool ausschauenden Bademantel machen. Wie der genau ausschaut, weiß ich noch nicht. Aber ich kann mir halt vorstellen, das ist ein bisschen mehr Textilveredelungsarbeit wie an einem Kappi, dass der nicht ganz billig wird. Also mit 30 Euro, das werden wir uns abschminken können. Mit einem 50er werden wir uns das wahrscheinlich auch abschminken können, sodass ich zumindest ein bisschen was davon habe. Und dann hoffe ich, dass wir langsam in eine Preiskategorie kommen, wo es dann aufhört. Ich weiß weder, was sowas kostet, noch zum Machen kostet, was das Aufwand ist, etc. Das mache ich im Laufe bis nach der Sommerpause. Da ist noch Zeit hin, über den Sommer braucht kein Mensch einen Bademantel. Mystics! Dankeschön, Meister, für alles. Da triff ich zurück in den Lurk. Hinfort! Schleich dich! Ich stich dich mit meinen Chinesen-Stabel ab. Herr Mystics, merci dir. Lenny, mir ist für 53 Monate, das müssen wir auf alle Fälle nochmal spielen. Habe ich noch gelegt. Ich hoffe, ich habe keinen übersehen. Iron Sky! Also, das Kappi ist richtig scheiße, weil ich hab keins. Ich will aber eins und deswegen scheiße. Das tut mir auch wirklich leid. Das tut mir auch wirklich leid, wenn da Leute wirklich keins kriegt. Und wir haben 3-mal oder 4-mal welche nachmachen lassen, wer keins erwischt hat. Natürlich tut es mir leid. Aber irgendwann muss ich aufhören damit. Weil irgendwann wird es lächerlich. Hosenträger, die haben ja gar nicht gestohlen vom anderen Fettsack. Schotter an Hugh Hefner nicht mehr gibt, den hättest du fragen können wegen einem Bademantel. Ich weiß auch noch gar nicht, ich hab schon eine grobe Vorstellung von dem Bademantel. Ich selbst ziehe einfach lieber dunkle Sachen an, also schwarz, Anthrazit etc., als einen blau-weißen Bademantel. Das ist einfach, das war schon witzig, ja, aber der ist nicht cool. Ich möchte einen coolen. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. Da lasse ich mir schon irgendeinen Blätschmerz sowieso, Blödsinn einfallen. Das kriegen wir schon. Aber jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht es nicht um den scheiß Bademantel, es geht um aktuell was sehr viel Wichtiges. Da steckt so viel Zeit und Liebe drin. Jetzt muss ich mir das Spiel erst mit zoomen. Da steht so viel Zeit und Liebe drin, dass ganz aus ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss euch leider noch einmal, was heißt leider noch einmal? Ich hoffe, dass ich glaube, sehr viele Leute haben sehr viel Spaß gehabt.
Da bin ich sehr stolz drauf. Ich bedanke mich, aber da kommen wir jetzt dazu. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das dazu und das dazu. Schluss jetzt mit Donations, die werden jetzt gleich nicht mehr angezeigt, weil ich auf ihrer Ansicht dann keine mehr habe. Harmonimiert! Servus, Chef. Also ich denke bei dem Bademantel ja eher Richtung Harry Potter wie die Hausmäntel mit Logo hinten. Ruhe. Ruhe. Bruder, wie geil war ein Bademantel, der innen dunkelblau ist, vielleicht auch hellblau, außen so mindestens so dunkel wie der Pulli, wenn nicht ganz schwarz, hinten gestickt, das Vollbier-Squad-Logo, da kleines Metallemblem, das wird wahrscheinlich unmöglich, weil das so klar zum Stanzen, da finde ich keinen, der mir das macht anständig. Vor allem das Ding dann da drauf nähen, das muss alles gnad werden, ja, das ist wichtig. Das Ding wird ja nass, höchstwahrscheinlich, wenn er wirklich jemand hernimmt. Dann, was mir hätte ich gerne noch? Ich hätte gerne ein gesticktes Rautenmuster. Außen, ab da unten Hälften ein gesticktes Rautenmuster. Ich hätte gern unterm Schnirl am Ende, nicht einfach ein Schnirl, sondern halt Leder. Wie nennt man das? Wie das am Ende von die Bantel, das macht einfach viel mehr her, wenn das breite Bantel sind und da ein Lederding dran ist und. Vielleicht lasern statt stanzen. Ja, stanzen und Laser, also das Metallemblem herstellen lassen, das glaube ich ist jetzt kein so großes Problem. Wir haben ja auch Metallbauer bei uns in Landau zum Beispiel, ich habe auch persönliche Freunde, die Metallbauer sind, die fragen kann, wie man sowas macht. Aber wie man das dann auf den Bademantel drauf näht, ja, und nicht drauf klebt, weil das fällt irgendwann runter und ist Schrott. Etc. Da reden wir irgendwann anders drüber. Über was wir mir jetzt reden, ist Folgendes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer es vor einem Monat nicht mitbekommen hat, ich habe mein eigenes Spiel gebaut, da baue ich schon sehr lange dran. Manche kennen das Ding nur von 2020, da hat es aber noch komplett anders ausgeschaut, aber sehr ähnlich funktioniert. Mein Spiel namens annex.gg ist eine ganz normale Internetseite, da kannst du draufgehen, kannst dich registrieren und sofort losspielen. Wurde gewonnen. Wir haben gestartet am 9. Januar 2025. Letztes Jahr habe ich sehr viel in dem Spiel umgebaut. Während der laufenden aktuellen Runde habe ich auch sehr viele Sachen umgebaut. Als allererstes wirklich mal. Wir haben ja über 500 registrierte Leute. Nummer 1, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich nenne meine Zahlen, mit was ich gerechnet habe. 502 Registrierungen gerechnet habe ich, wenn es 300 wären, haben es massiv viel. Wenn es 200 sind, bin ich zufrieden. Wenn es 100 oder weniger sind, dann weiß ich, okay, das interessiert keinen. Sicher haben 100 Leute auch nicht wenig, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, das war Phase 1. Dann habe ich mir gedacht, okay, das der natürlich viele, weil, der Bürger hat gesagt, das probiere ich aus, weil warum ja auch nicht. Ja, jeder kann das halt, das ist halt das Schöne, jeder kann sich schnell registrieren und das Ding ausprobieren, passt schon. Dann habe ich damit gerechnet, ja, okay, in der ersten Woche haben sie, glaube ich, so 350 registriert. Gut, gibt dem Spiel jetzt einmal nach dem Wochenende bis Dienstag und dann, wenn noch 60 Leute aktiv jeden Tag sich einloggen und spielen, in der ersten Woche 60 bis 50 bis 100, dann ist das super. Dann bin ich zufrieden, passt. Was war's? Bis zum Ende der Runde. Das war letzten Donnerstag. Gehen wir gleich dazu. Am 29. Januar. Also die Runde ist gestartet am 9. Januar um 20 Uhr. Da hat es einen kurzen Stream gegeben. Den wird es übrigens immer geben, wenn wir eine neue Runde beginnen. Egal, ob das eine Challenger-Runden ist, Season, oder eine Endlos-Season. Was das ist, erkläre ich, wenn wir mit der Siegerehrung fertig sind. Was war der, lass mich nicht schauen, 29. Januar, letzten Donnerstag. Letzten Donnerstag um 18.50 Uhr hat das erste Netzwerk alle Bauteile fertig und hat das Spiel gewonnen. Es hat nicht ganz 3 Wochen gedauert, aber sagen wir mal, nach 3 Wochen waren noch über 280 Leute jeden Tag in dem Spiel drin, haben sie eingeloggt und Sachen gemacht. Ohne Scheiß, meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung, was ich da dazu sagen soll. Das ist ein absoluter Life-Goal-Milestone, wie 2014. Ich habe 2014 schon mit dem Spiel angefangen. Wie das damals ausgeschaut hat, kriegst du einen Schlaganfall. Gott, damit kann ich das herzogen.
Mit etwas Glück kann ich es jetzt sagen, wie es ausgeschaut hat. Achtung. Ein bisschen was ist da schon umgebaut gewesen. So hat es 2014 ausgeschaut. An alle, die das Spiel jetzt seit 3-4 Wochen kennen, die dürfen jetzt spätestens jetzt der Schlag treffen. Ich wollte es bloß einmal kurz anmerken. So, mittlerweile schaut das Ding natürlich ganz anders aus. Wir können uns nachher einmal schnell einloggen und das durchschauen. Aber jeder, der Bock hat, das einmal, was ist das? Keine Ahnung. Es ist ein Browser-Game, ein Echtzeitstrategiespiel. Sehr zeitaufwendig, ich habe euch alle gewarnt und so weiter. Es kostet nichts, absolut nothing. Es gibt aber einen Supporter-Account, den kannst du dir kaufen, wenn du willst. Dann kriegst du da so kleine Symbole hinten dran. Wir hatten... Kommen wir gleich dazu. Kann man sich dort noch registrieren? Nein, kannst nicht. Finde ich aber echt nicht schlecht, schaut doch super aus. Um das geht es jetzt nicht. Das Allerwichtigste jetzt ist ein riesengroßes Dankeschön von mir und an jeden einzelnen Supporter, der sich da was geleistet hat. Das ist für mich der Indikator, haben die Leute Bock drauf oder nicht. Wie viele Leute spielen es aktiv bis zum Ende einer Runde? Über 250 oder 80. Scheißegal. Über 200 Leute haben bis zum Schluss 3 Wochen lang da reingesuchtet, wie ein geistig Behinderter. Das sagt mir, so schlecht kann es nicht sein. Spey hat aber einige Probleme, da kommen wir dazu, wenn die Siegerehrung vorbei ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Memo an mich, ich muss im Netzwerknamen den Namen Birger da außer tun. Also, ich gebe mir voll die Mühe für ein Weltraum-Online-Spiel und dann nennen wir unser Netzwerk Birgers Putendepf. Tut mir leid, aber da muss ich leider Gottes sagen, das wird es beim nächsten Mal nicht mehr geben. Phase 1. Meine Damen und Herren, am 29. Januar 18.50 Uhr haben BPD ein Netzwerk aus 27 Mitgliedern. Das sind übrigens die da, das könnt ihr übrigens auch selber anschauen. Es gibt eine Hall of Fame, gehst du auf nx.gg und der dritte Reiter ist die Hall of Fame für die Runde 1. Gewonnen. Der Staudi ist in seinem, der Flo, der Spirit, der Erwin Müller, insgeheim der Leuchtrauschkugel, der das Spiel schon auswendig gewusst hat, obwohl er es nicht auswendig gewusst hat. Der Home Runner an den Smoking for Aces, an den Kiese, an den Seatrax, an den Miss Snow, was unsere Lea ist übrigens, an den Sport Quattro, an den JKI, an den Dark Lippy, an den Kornplan, an den Cyber Smog, an den BOW, an den Big Harley, an den Wambo, an den Sanantes, an den Badonkadonk, an den Cute Fuel, an die Villa Okami, an den Bestere, an den Shorty, an den No 7, an die Nessa wahrscheinlich, an der Dani und an den Flea Frankie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte pressen Sie den Knopf F in den Chat. Und jetzt, ich gehe davon aus, dass die Leute anwesend sind. Wie viel Spaß hat der Grind gemacht? Kommen wir danach dazu. Überlegt euch, wie viel Spaß hat der Grind gemacht, wie viel Spaß hat das Spiel tatsächlich gemacht. Überlegt euch eine typische Bewertung von 0 bis 10 von 10. Wenn ich nachher danach frage. Denn das ist natürlich nicht alles. Der erste Spieler in der Rangliste ist nicht von BPD, sondern von GAT. Ich weiß, glaube ich, was hat das geheißen? Glaube ich, der Götterfunken Austria oder irgendwie so. Herr Grantelbort und eigentlich auch der Herr Voldemort, weil er genauso viele Kolonien hat wie du, der hat bloß nicht so viel drin umeinander geklickt wie du. 102 Kolonien, Alter. Ich sag's jetzt gnadenlos, wie es ist, das sind 70 zu viel. Ich sag's, es ist alles hier auf Seite, das ist noch einigermaßen human, es ist schon geistesgestört. Sauber zu viel eigentlich, aber fürs Endgame okay. Ha, wenn du in der letzten Woche die um 35 Kolonien kümmern musst, ist absoluter Schrott, da brauchen wir nicht drüber reden, es ist sauber zu repetitiv und absoluter Bullshit. Brauchen wir nicht drüber reden. Das ist die Top 10 der Spieler der allgemeinen Rangliste. Kann sich auch jeder anschauen, meine Damen und Herren. Herr Grantelbort, Staudi, Voldemort, Flo, Rostiger Nogel, Car, Spirit, Erwin Müller, Riesenwaldhund und der Kaletzel. Respekt, Alter. Ihr habt es bis zum Schluss durchgezogen. Aber ein paar von euch haben völlig den Verstand verloren.
Die Frage ist jetzt folgende. Mal kurz zwischen eingeworfen. Ihr hättet ja bei der 30. irgendwann aufhören können. Ist jetzt meine Schuld, dass ihr 100 Kolonien zum Pflegen habt und euch beschwert, dass so viel sind? Oder ist euer Schuld, weil ihr so viel gebaut habt? Da kann man sich jetzt drüber streiten. Kommen wir nach der Siegerehrung dazu. Lesen wir mal ein paar Zahlen und Daten. Das macht immer ganz viel Spaß. Der Grant Laporte, nach 20 Tagen in Runde 1 der stärkste Spieler mit 102 Kolonien und 79.615 Punkte. Hat 102 Kolonien gebaut, 79.615 Punkte, hat 931 Gebäude errichtet, hat 13... Ich glaube, so viele Gebäudestufen habe ich in meinem eigenen Spiel seit 2014 nicht ausgebaut. 13.812 Gebäudestufen ausgebaut, hat 3.040 Mal den Extraktor von A nach B geschickt, hat 6.886 Technologiestufen ausgebaut und jetzt kommt einer der größten Fehler im ganzen Spiel und das wird in Runde 3 spätestens so nicht mehr laufen. Und hat 62 Truppen baut und 7 Angriffe geschickt. Freunde der Sonne, das geht so nicht. Du kannst nicht mehr Kolonien bauen als Truppen, Alter. Du kannst nicht. Also, aber ja, kannst schon. Das ist aber auch nicht dein Problem. Denn du bist, trotz alledem, bist du Erster. Und das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich hab dir das Spiel, du hast als Pazifist gewonnen. Ja. Und das war nie meine Intention. Ich spiele offensichtlich generell aggressiver, dass für mich selbstverständlich ist, dass ich immer wieder mal Truppen baue und rund um mich Sachen angreife. Was ich natürlich, ich habe auch bloß in der ersten Woche einigermaßen mitgespielt, damit ich auch das Feeling und so kriege und habe dann nicht mehr recht viel da. Ich habe dann am Spiel selber gebaut. Ich meine, das ist ja klar. In Runde 2 wird es dermaßen anders, dass es bloß noch raucht. Ohne Truppen kommst du nicht mehr weiter. Ein paar Änderungen sind schon im Spiel drin, ein paar kommen während Runde 2, da unterhalten wir uns dann. Es ist natürlich nur interessant für die Leute, die NX schon ein bisschen kennen, aber kommen wir gleich dazu. Was hast du noch da? Du hast 458 Raketen, da kann ich vielleicht noch hinschreiben, ob du das gebaut oder gesendet hast. Ich glaube gesendet. Du hast 843 Transporte zwischen deine Kolonien hin und her geschickt, also im Schnitt in jeder Kolonie 8 bis 9 Stück. Du hast 116 Flakmunition gebaut und 1130 Chatnachrichten geschrieben. So. Was du da drin hast, weiß kein Mensch. Aber ich sag's jetzt ganz, ja doch, du warst weltenaktiver wie der Voldemort. Weltenaktiv. Der Voldemort hat zwar auch 102 Kolonien, hat aber halt einfach 30.000 Punkte weniger. Und Punkte kriegst du bei mir im Spiel, oder ich bin mir noch nicht sicher, ob es Punkte oder Stärke nennen, durch den Energieverbrauch plus Gebäudestufe. Das bedeutet, du kriegst für Technologien, die verbrauchen Energie, und Gebäude, die du baust, kriegst du diese Stärke beieinander und die spiegelt so ein bisschen wieder, wie weit du im Spiel bist. Da hat der Mike, heißt der, glaube ich, der hat mir was geschrieben. Und zwar, es war eigentlich cooler, dass man da ein paar mehr Leute in diese MVP-Stellung hineinbringt. Natürlich kriegt der erste Platz in der Ranglisten, kriegt hier den fetten, hier schau, was ich so drin habe. Aber was noch ganz cool war, wir gehen mal noch ein Stückchen weiter, so allgemeine Daten aus Runde 1. Über fast 800.000 Aktionen habt ihr gemacht in 3 Wochen. Ja, ich wieder mit 250 plus minus, eher plus 50 Leute, 250 bis 300 aktive Leute, haben über eine 250.000 Aktionen gemacht. Was meine ich mit Aktionen? Ich lese das jetzt einfach vor. So, machen wir es ein bisschen größer. Pass auf. Es wurden 329.314 Gebäude ausgebaut, 143.974 Technologien ausgebaut. Es wurde, da habe ich fast einen Schlaganfall gekriegt, 89.230 Mal der Extraktor von A nach B geschickt. Also mit Aktionen ist gemeint, wo du jetzt druckst, eine Aktion ausführst. Gebäude ausbauen, Technologie erforschen, Bauschiff bauen, Bauschiff wegschicken, Extraktor irgendwo hinschicken, Transport irgendwo hinschicken, alles, was halt eine Aktion erfordert. Und
Da sehen wir das größte Problem dieses Spiel hat. Du schickst 90.000 Mal schickt ihr den Extraktor rum. Das ist immer das Gleiche. Das ist immer dasselbe, gleiche. Wenn der Grantler schreibt, Smoking, da muss ich schauen, was der Smoking geschrieben hat. Was hat er geschrieben? Ja, durch I. Beton bitte, wie klar mein Bisal ist. Wieso denn? Du hast reingesuchtet ohne Ende. Dafür hast du aber das Speer sauber versaut. In Runde 2 weiß ich, dass ich die nicht wieder sehen werde. Und einige andere auch nicht wieder sehen werde. Was vollkommen in Ordnung ist. Ja, reden wir am Schluss drüber. Hack mal Zahlen durch. Gebäude repariert, 23.000, ich rund auf und ab. 23.000 neue Gebäude repariert, über 22.000 Chatnachrichten, über 21.000 Transporte geschickt, über 20.000 Raketen baut, über 20.000 Gebäude gebaut, nicht ausgebaut, 20.000 Gebäude in einer Kolonie eingebaut. Also errichtet halt. Rakete abgefeuert, 17.700. Quests abgeschlossen, 10.508. Nachricht gelöscht. Okay, warum das da drin ist, ist jetzt kein so ein wichtiges Ding, aber es ist das, was ich mittrack, wie oft das gemacht wird. 10.486 Mal Nachrichten gelöscht. Munition gebaut, da ist Flak-Munition damit gemeint, 9.000. So, was sagt mir das? Wir haben 20.000 Raketen gebaut, aber nur 9.000 Flak-Munition, um die abzuschießen. Warum ist das so? Es stinkt kinda like unbalanced. Genauso wie das da herum im Übrigen, kommen wir gleich dazu. Mit Besatzung meine ich, Besatzung versetzt in der Abwehrstellung 5.600 Mal, über 5.600 Mal. Nachrichten geschickt, 2.395. Bauschiffe gebaut, 1.853. Bauschiffe gesendet, 1.810. Also irgendwo zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Snapshots der Daten gemacht habe, haben nur irgendwo 40 Bauschiffe umeinander gestanden, zum neue Kolonien gründen. Was interessant ist, warum steht jetzt da nochmal Kolonie gegründet, 1760? Das heißt, es sind mindestens 50 Mal Bauschiffe irgendwo hingefahren, dann war vorher aber jemand da und hat den Platz weggenommen und das Bauschiff ist wieder heimgefahren. Extraktor zurück bedeutet Extraktor abgebrochen, 452 Mal, das kommt noch nicht oft vor. Wart's auf die neue Mechanik auf dem zweiten Planeten, das wird sehr oft vorkommen in Zukunft. Korb-Einladungen verschickt, 387, einer Korb beigetreten. Warum heißt das da noch Korb? Damit ist Netzwerk gemeint, früher hat das Korb geheißen, egal. Truppen verschrottet, 205, das tut so gut wie gar keiner. Ein Netzwerk gegründet, 61. Drücken zurückgerufen von einer Unterstützung, 54, das wird auch fast nicht hergenommen. Korb verlassen, haben 53, aus der Korb geschmissen worden, sind 44. Bauteil gespendet wurde 23 Mal. Fertiges Bauteil gespendet, ans Netzwerk übergeben. 10 Stück brauchst, um drunten zu bringen. Und wir haben gute 20.000 Logins. Das sind einfach schon grenzdebile Zahlen. Leck mich vor am Sack, Alter. Finde ich geil. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Mitspielen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Aber Runde 1 hat er sehr viele Dinge aufgezeigt, was dieses Spiel Probleme hat. Und zwar ganz narrische. Und da kommen wir jetzt dazu. So, das sind Sachen, die seht ihr, glaube ich, in der Live-Version nicht. Wir locken uns jetzt da einmal ein und schauen wir uns den Bums einmal an. Wer mein Spiel noch nicht gesehen hat, so schaut mein Spiel aus. Ja, soweit so gut. Was haben die größten Probleme die jetzt da aus dieser ersten Challenger-Runde, ich sage jetzt das bewusst, erkläre ich nachher, was ich damit meine, rauslese. Die Zahlen habt ihr jetzt gerade selber gesehen. Der Grantler-Bord ist Bombenerster und baut 60 Truppen. Das ist ein Witz. Für das habe ich das Kampfsystem nicht gebaut. Es bringt aktuell leider Gottes nichts, Truppen zu bauen und Gegner zu überfallen und da Rohstoffe zum Klauen. Warum? Weil du da herum mit diesen 3 Grundrohstoffen dermaßen zugeschissen wirst, dass sie absolut wertlos sind. Darum, das ist übrigens eine voll ausgebaute Kolonie, zumindest an den Stellen, die ich euch jetzt zeige. Das ist interessant für Leute, die das Spiel
gespielt haben. Ich verteile jetzt einen Harvester. Merkst du was? Was da steht? Da steht nicht mehr 45. Beziehungsweise 35. Jetzt muss ich auf die ersten. Jetzt muss ich auf die. Lea, abhauen! Hat sie noch da? Warum ist der Chat? Hat sich der Chat aufgehängt oder sagt einfach keiner mehr was? Hallo? 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 Was ist denn jetzt? Mein Internet weg. Ah, Lea ist noch da. Nein, keiner tut was. Okay, fällt das keinem auf da? Fällt keinem auf von den Leuten, die gerade vielleicht sogar noch spielen oder gespielt haben, dass ein Harvester plus 17 Rohstoffe immer, okay, machen wir es vielleicht anders. Die Grundrohstoffproduktion wird gnadenlos halbiert. Die Technologie zum Ausbauen der Rohstoffproduktion gnadenlos halbiert. Was bedeutet das? Es dauert alles länger. Ist Absicht, es geht sauber schnell. Leider habt ihr am 2. und 3. Tag teilweise 6, 7, 8, 10 Kolonien gehabt. Absolut utopisch. Das ist das Erste, was in Grund und Boden genervt wird. Die Rohstoffproduktion, vor allem der Grundrohstoffe, wird mehr als halbiert. Damit fühlt sie wieder jedes einzelne Gebäude ausbauen wertvoller an. Truppen bauen, die Rohstoffe stehlen können, fühlen sie wertvoller an, damit ich, jetzt muss ich da eine ganze Zeit lang warten, bis mein Rohstofflager voll ist, bis ich das ausbauen kann. Wie könnte ich das beschleunigen? Indem ich Leute greife und denen die Rohstoffe klaue. So. Das ist auf unserem in Zukunft Noob-Planeten, auf unserem Erdplaneten bleibt Folgendes, wie es ist. Du erforscht einen Extraktor, du fährst auf der Weltkarten umeinander, schickst da deinen Extraktor hin, kriegst du XP dafür, kriegst du deinen Rohstoff dafür, etc., etc. Das bleibt alles, halt, stopp, da bleibt alles, wie es ist. Achtung, Trenzer incoming. Ja, das geht ganz ehrlich, das geht hier rein und da raus. So. Noob-Planet Nummer 2. Was bleibt, wie es ist? Es gibt hier ja diese Rohstoffsilos. Das ist das Versteck. Das heißt, aktuell von meinen 9000 Rohstoffen können mir nur 4140 gestohlen werden. Warum? Weil 50, beziehungsweise in meinem Fall 54, weil ich ein bisschen was geforscht habe, versteckt sind. Die können nicht gestohlen werden. Selbiges gilt bei den Primärrohstoffen. Ja? 50%, 50%, 50%. Noob. Schutz. Anders kann ich es nicht nennen. So, bleibt hier alles, wie es ist. Was ist neu? Was fällt uns da auf? Was fällt uns hier auf, meine Damen und Herren? Nessa, die Truppen muss ich nicht billiger machen. Na, muss ich nicht. Was fällt uns hier auf? Welpenschutz klingt besser. Nein, Noobschutz. Wir haben da nicht in Friede, Freude, Eierkuchenhausen, sondern wir sind in Annex und da wirst gefickt. Und im All hört die übrigens niemand jammern. Verdammt wenig XP? Ja gut, fürs Kraftwerk, ja, das kostet ja nichts. Ist Ihnen was aufgefallen? Schaut euch einmal das vielleicht ein bisschen genauer, oder? Ist ja da ein bisschen klar, gell? Mal so. Gebäude, und zwar alle Gebäude, kosten ab Stufe 20, eventuell auch 15, da bin ich mir nur unschlüssig, den Primärrohstoff auf dem Planeten, wo die Kolonie steht. Das bedeutet, bei 10 Gebäude ab Stufe 20 brauchst du 100 Wasserstoff, dass du die Kolonie, alle Gebäude auf Stufe 30 bringst. Das ist mal das Erste. Dann kriegen diese Primärrohstoffe, du musst das verbrauchen, anstatt dir eine zweite Kolonie zu bauen. So, das ist mal die erste Änderung. Gilt auch auf dem Noob-Planeten. So, das haben wir, genau. So, was kommt weg? Wir gehen mal auf die Sternenkarte, ich glaube, ihr habt es im Lager. Okay. Ihr habt es im Lager, glaube ich, gerade schon gesehen. Normalerweise waren hier 5 Primärrohstoffe. Es gibt nur noch 3. Warum?
Ich möchte diesen ihr habt es selber vorher gesehen. Wie viele Truppen haben gebaut worden? 20.000. Und wie oft habt ihr einen Extraktor rumgeschickt? 90.000 Mal. 90.000 Mal dieselbe stupide Scheiße. Ich gehe auf die Map, da ist was frei, schicken da hin, okay, passt. 90.000 Mal. Das ist, was das eben ist. Brauchen wir nicht rundum reden, das ist absolut stupide Kacke. Der Erdplanet, gehen wir mit daher. Sandplanet, gestrichen, gibt's nicht mehr. Plasmaplanet, gestrichen, gibt's nicht mehr. Kommt vielleicht irgendwann in Season 28 wieder, wenn uns dafür was einfällt. Bis dahin sind diese beiden weg. Die Primärrohstoffe gibt's nicht mehr und die brauchst du auch nicht. Soll heißen, muss ich da schnell schauen, Bauteil, ich bin kein Teil mehr eines Netzwerks. Das Bauteil habe ich schon umgebaut, dass du nicht mehr alle 5 Rohstoffe brauchst, sondern halt nur noch 3. Ja, und die steigen ganz massiv nach oben. So, Noob-Planet. Das sind einmal die Sachen, auf dem Noob-Planet bleibt eigentlich alles so, wie es ihr kennt. Fast. Außer, dass die Gebäude Wasserstoff kosten, die Rohstoffverstecke bleiben, wie es sind, und wie es ihr das Spiel kennt. Da ist alles noch relativ einfach. Ja, du kriegst, wenn du angegriffen wirst, es bringt noch nicht recht viel, du kannst nicht viel klauen, es gibt das große Lager und so weiter. Und mein Grundgedanke ist, du machst die erste neue, zweite Kolonie, das ist noch was Besonderes. Du bist auf einem neuen Planeten, ja toll, der neue Planet ist genau dasselbe in grün, bloß er ist rot. Er ist einfach rot. Sicherlich geht vor allem in der Anfangsphase, wenn die ersten Leute auf dem Planeten kommen, wieder so eine Art Rundenneustart an, weil wieder 2 kleine Kolonien nebeneinander, wer ist schneller, wer schickt dem anderen den ersten Angriff und lauter so ein Scheiß, okay, aber mehr schon nicht. Und dann machst du dasselbe nochmal auf dem Eisplaneten. Wieder dasselbe in grün, langweilig wie Scheiße, und dann machst du dasselbe bitte nochmal auf dem Sandplaneten. Okay, und weil das noch nicht langweilig genug war, gehen wir jetzt da auf den Plasmaplaneten und da machen wir wieder genau das gleiche. Nochmal, kompletter Scheißdreck, darum kämen die letzten 2 Planetentypen weg, damit der Grind sie nicht durch 5 Planeten zirkt, sondern halt nur durch 3. Das ist einmal der erste wichtige Schritt. Aber, was ich will, das Feeling. Du kommst jetzt auf einen neuen Planetentyp, die erste, zweite Kolonie oder vielleicht die dritte, ist ja vollkommen wurscht, aber da muss was anders sein. Okay? Was wird da anders? Das ist jetzt noch nicht im Spiel drin, aber das sage ich euch jetzt, was kommen wird. Rohstoffsilo. 0. Es gibt kein Rohstoffversteck mehr auf dem 2. Planeten. Auf dem 2. Planeten ist der Kackbuhnschutz vorbei. Was heißt das? Als Angreifer rendiert sie wieder, weil du dir sicher sein kannst, da ist eventuell was zum Holen. Da ist eigentlich immer was zum Holen. Phase 2. Selbiges gilt übrigens für Primärrohstoffe. Auch diese Silos, Wiedersehen da, gibt es nicht mehr. Was bleibt? Im Tech Center gibt es natürlich für die 3 Rohstoffe ein Silo zum Erforschen. Das bleibt. Das habe ich sogar auftrat auf 25 und gibt dir pro Stufe 1%. Das heißt, wenn du das voll ausskillst, blab, 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 dann hast du nicht ein Silo wie jetzt von 51%, sondern von 1%. Okay? Das ist Phase 1. Mehr in Richtung aufs Maul hauen. Und jetzt kommt, finde ich das richtig geil. Ich gehe da wieder her, Radarping, was kommt da? Ein Haufen Raketen, von wem kommen die? Vom Smoking von erstes Haupt. Daher und baue da Silikat ab. Ich mache genau das gleiche wie am Erdplaneten. Ich kotze. Auf dem Magma-Planeten, der ab jetzt der mittlere PvP-Planet ist, funktioniert es folgendermaßen. Du gehst in die Rohstofffabrik, du gehst da rein, da gibt's keinen Extraktor. Scheiße, oder wieso gibt's da keinen Extraktor? Weil es auf dem Planeten 138 Grad hat und der verbrennt, wenn du umeinander schickst. Was kann man stattdessen da hinschicken? Lass mich mal überlegen. Lass mir unsere andere Mechanik einfallen. Ja, das ist aber auch nichts anderes. Du baust irgendein Drum, schickst das da hin und dann fahr da heim und nimm das mit heim. Langweilig.
Was kann man da machen? Hey Bruder, du hast doch da voll eigentlich, zumindest für meine Verhältnisse, ein ziemlich cooles Kampfsystem zusammenbaut. Was wäre denn, wenn man Truppen da hinschickt? Und die gingen dann auf den Rohstoff und die sitzen dann da so für eine halbe, die dreiviertel die Stunde. Und wenn jemand anders seine Truppen an den Rohstoff hinschickt, dann müsst ihr euch zwangsweise aufs Maul hauen. Und schon ist das Problem gelöst, wenn man keine Truppen baut. Easy. Allerdings her erst getrennt sie bis hier schon. But it is what it is. Nicht so Gaudi. Hab ich da ganz groß hergeschrieben. Im All hört dich niemand jammern. Und ich glaube, dass alleine das, dass man nur auf dem zweiten Planeten seine Truppen zum Rohstoff hinschickt, die setzen sie, also damit du eine Vorstellung kriegst, das ist noch nicht drin. Das ist eine richtig große Mechanik, die muss ich während Runde 2 einbauen. Also im Laufe der nächsten 5 Monate reden wir hier von einem Zeitraum. Aber funktioniert so, du kannst unendlich viele Truppen bauen. Ja, gut, stimmt nicht ganz. Ist an deine Waffenfabrik natürlich geknüpft. Aber du kannst da einen Space Marine hinschicken oder halt 10. Oder 10 Panzer, 10 Space Marines und 10 Flieger. Wie auch immer. Die schickst du da hin. Dann fahren die wieder Extraktor, fahren die da hin. Die haben ja per Radar-Ping zum Sehen, genauso wie der Extraktor und, damit du halt sehen kannst, okay, brich ich das ab, fährt da gerade noch ein paar andere hin, dann kriegt er das Radar mal einen richtigen Sinn. Radar und Abfangen von Einheiten auch für Netzwerke? Nein, noch nicht. Das ist ganz ferne Zukunft. Das ist ferne Zukunft. Aktuell, du schickst deine Truppen da hin, die fahren da hin, wie der Extraktor auch, sagen wir mal 5 Space Marines, ist ja wurscht, die schickst du da hin und die bauen den Rohstoff auf der Map ab, die setzen sie dann auch da hin, wie es der Extraktor auch tut und dann ist es optisch sichtbar, da ist jemand. Du weißt aber nicht was. Also du weißt nicht, welche Truppen da stehen. Und dann kannst du deine Truppen da hinschicken. Und ihn da wegprügeln. Und dann sitzt du da eine halbe Stunde auf dem Fleck. Und musst im Prinzip beten, dass keiner kommt, der die weghaut. Ich glaube, das löst es haut sich hier keiner mit Truppen auf die Fresse. Problem ziemlich schnell. Warum dann nicht gleich von Anfang an auf Extraktor verzichten? Weil ich die Extraktormechanik eigentlich eine ganz coole Mechanik finde. Das ist eine ziemlich einfache Mechanik und für den Einstieg auf dem Erdplaneten, ich habe in der ersten Woche so oft dieselben Fragen und dieselben eigentlich in meiner Welt offensichtlichen Dinge beantwortet, dass es da die Leute nicht noch schwieriger machen möchte, als es schon ist. Das heißt, der Erdplanet ist der Welpenplanet, das ist automatisch der Noobschutz. Automatisch, ohne dass ich da irgendwie einbauen muss. Die ersten 7 Tage konnte ich keiner angreifen. Der hat so viel mehr Punkte wie ich, bla 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 bla. Und da ist alles nur relativ human. Du kannst die leicht verteidigen, du kannst theoretisch AFK umeinander pimmeln. Mein Gott, dann klaut da halt einmal jemand ein paar Rohstoffe, die haben dann sowieso wieder gleich da. Und. Aber sobald du deinen Fuß auf den ersten, zweiten Planeten setzt, dann wird's ernst. Dann ist nichts mehr mit, ich baue auch Truppen. Oder ich sag's doch, wie es ist, die 60 Truppen, die hast du in deiner ersten Kolonie gebaut. In deine anderen 101 Kolonien, Herr Grantelbart, hast du nicht eine Truppe gebaut. Nicht eine. Wozu auch? Weil du das nicht braucht hast. Jetzt werden sie notwendig. Ab dem zweiten Planeten. Und da mir für den dritten Planeten, da geht es natürlich genauso weiter. Das ist ja klar. Da wird dann nicht auf einmal wieder ein Noob-Planet raus. Da ist mir noch nichts so wirklich eingefallen, wie man da an die Primärrohstoffe kommt. Darum wird es wahrscheinlich auf dem Eisplaneten genauso laufen wie auf dem Magma-Planeten. Es bleibt aber nicht so. Wenn uns da was einfällt, wir wir auf dem Eisplaneten eine völlig neue Mechanik bauen, die sich anders spielt, um an die Rohstoffe zu kommen, dann lasse ich es euch wissen. Wir hatten den ersten, zweiten Planeten. Was ist mit dem zweiten Planeten? Nope, bin nicht dazu gekommen, was Optik bin. Bau die NPCs mit ein. NPCs sind drin.
Die NPCs kennen noch nicht viel. Das darf ja jeder gespannt haben. Das ist leichtes Futter. Da kannst du leicht einmal angreifen oder Raketen noch mit ballern und keine Ahnung was. Die NPCs mitspielen lassen ist eine scheiß komplexe Geschichte und scheiße schwierig zu machen und vor allem scheiße viel Aufwand. Das ist noch nicht so wichtig. Die bleiben mal drin, wie es sind. Aber natürlich wäre cool auf dem dritten Planeten, wenn man zumindest das darf man schon irgendwie hinkriegen, dass diese NPCs selber regelmäßig diese Rohstoffe da abfarmen und Truppen da hinschicken. Und wenn halt du da gerade drauf sitzt, schlecht. Oder du bist ja sicher, ja, dem Hai auf Pfotzen, das wird schon. Maga, fliegender Extraktor, von da bekommt man einen nicht Magma-Bohrer für Eis. Was? Vielleicht noch eine Überlebenstechnik wegen der Kälte. Ihr müsst euch das ja so vorstellen, nehmen wir mal einen Smoking Ice seinen Vorschlag. Mal einen fliegenden Extraktor, von da bekommt man einen Magma-Bohrer für Eis. Verstehe ich nicht. Nein, verstehe ich nicht. Ob jetzt lore-technisch der Extraktor fliegt oder nicht, was machst du trotzdem? Du gehst auf dem Eisplaneten auf die behinderte Map, suchst einen behinderten Rohstoff und schickst deinen Extraktor behindert. Klick, klick, klick. Du musst nicht nachdenken, du musst nicht nachschauen, du musst gar nichts tun. Das hebelst nur aus, wenn du Truppen schickst, weil du weißt, scheiße, die kann ich nicht blind irgendwo miteinander schicken und ich muss immer ein bisschen hoffen und schauen, hoffentlich will ich nicht angegriffen, ziehe ich es dann vorher ab oder was tue ich, keine Ahnung. Marco schreibt, am Eisplaneten brauchen Truppen den Rohstoff vom Magma-Planet, dass es nicht friert. Du wirst lachen. An sowas Ähnliches habe ich schon gedacht, damit sie das mit den Truppen da angreifen auf dem Rohstoff nicht auch wieder sofort stupide und zu einfach und eintönig anfühlt, dass man auf dem Eisplaneten diese Klickarbeit ein bisschen einschränkt, nämlich das amorphe Eis, das kriegst du nur, wenn du Wasserstoff und Silikat fusionierst, also vom Erdplaneten die Primärrohstoffe da hinschickst, vom Magmaplaneten die Primärrohstoffe auf den Eisplaneten schickst und da in einem Gebäude dann zusammenpresst und dann kriegst du da draus amorphes Eis. Dann hätte man nochmal etwas, was Primärrohstoffe frisst, das du nicht in deine 102 Kolonien einstecken kannst. Das ist übrigens noch das nächste. Warte mal. Habe ich euch auch noch nicht gesagt. Gut, ein Grantlerbord fragen, was kosten deine dritte Kolonie auf dem Planeten? Das glaube ich, werde ich nicht mehr wissen. Das ist das Letzte, was ich vorher vergessen habe, dass ich euch noch zeige, was auch schon gemacht ist. Ich denke, ich habe übrigens zwei Kolonien auf dem Erdplaneten. Die nächste kostet mich 16. Früher hat die kostet 8. Kolonien haben sehr viel teurer geworden. Und bleiben sie auch, weil das völlig narrisch ist mit 100 Kolonien. Finde, dass es echt gute Änderungen sind. Grantlerbord hat geschrieben, sprich Bände, aber dann bitte nicht so utopisch unvorhersehbare Truppenzahlen von den NPCs. Teilweise waren es nicht mal ansatzweise besiegbar. Das ist ja klar. Das ist da jetzt, ich habe euch ja zugeschaut, Alter, ihr rennt am zweiten da mit 10 Kolonien umeinander. Weißt du, was das erste war, was ich da habe? Die Aggressivität von den NPCs sind hergestellt, weil ich mir gedacht habe, die greifen nicht so selten an, aber wenn, dann sollen sie die gescheit aus dem Leben fägeln. Ich nehme vom Magma-Planeten den Primärrohstoff für den Eisplaneten, dass keiner erfriert. Ja. Das ist eigentlich gar keine blöde Idee nicht. Das ist, dass man irgendwas mit den Primärrohstoffen von den vorherigen Planeten auf dem Eisplaneten machen muss. Aber im Prinzip ist das wieder das Gleiche. Du meinst jetzt, dass ich dann wieder Truppen an einen Rohstoff hinschicke, aber die übrigens keinen Treibstoff kosten werden, so wie es der Extraktor tut, weil Truppen an sich schon ziemlich viel kosten, vor allem am Anfang, aber ab dem Midgame, ich sage einmal nach 4 Tagen, 3-4 Tagen, haben Truppen so billig, dass es einfach wurscht ist. Die Aggressivität ist gut, aber teilweise haben die 96 Flugzeug-NPCs zusammengemacht. Ich sag's, das war pure Absicht. Ich weiß. Wird es den Schutz für kleinere Kolonien geben? Hast ja gesehen, was mit den Raketen war, und wenn einer konstant von dem Großen ausgenommen wird, kommt er ja nie wieder auf die Beine. Herr Dagor Master, das ist schon drin. Wahrscheinlich hast du das Spiel schon verlassen, bevor ich das eingebaut habe. Was passiert, wenn ich mit meiner 1000-Punkte-Kolonie, wie viele Punkte habe ich in meiner Kolonie? 1470. Und ich möchte jetzt halt wo ist denn die kleinste, die da ist? Da.
Auf den Warum nicht nach Niederfikingen, was übrigens auch immer super passende Sci-Fi-Namen für eine Kolonien sind, das macht das Space voll, viel besser, voll super. Dem schicke ich jetzt der Raketen. Warum haben die Leute Raketen auf euch geschickt? Weil es die einzige passable Art und Weise war, XP zum kriegen. Also Erfahrung zum kriegen, mit der du forschen kannst und so weiter. Was deren also Leute, ich suche mir kleine Pimmelkolonien, da wo schon keiner mehr daheim ist, baller alles rein, was da ist und nimm die XP mit. Was habe ich eingebaut? Das ist schon im Spiel übrigens. Hier. Je größer der Punkteunterschied, desto weniger Erfahrung kriegt derjenige, der die angreift. Und das ist eine Kolonie, die hat 270 Punkte, ich habe 1500. Das heißt, ich bin ungefähr 8-mal so stark. Oder 7-mal so stark. Ist ein Witz. Da, wenn ich eine schieße, da kriege ich keine Erfahrung nicht. Auf die kleine Pimmelkolonie, wenn ich schieße, da kriege ich keine Erkenntnis draus, da bin ich einfach nur ein Arschloch und ich kriege halt nichts dafür. So. Was passiert aber, wenn ich zum Beispiel auf dem Flo seine Kolonien schieße, der 1927 Punkte hat, also 500 Punkte grob mehr als ich, und schieße da eine Raketennummer, dann kriege ich 24% mehr XP. Wenn ich jetzt eine Kolonie finde, die 5000 Punkte hat, lass mich mal schauen, da hier die NPCs sind teilweise ziemlich fett, dann kriege ich 56% mehr XP. Ja? Nach oben hin, wenn ich einen stärkeren umgreife, steigt die Kurven nicht ganz so narrisch. So, die geht, glaube ich, bis maximal 100%, glaube ich. Aber da musst du schon wirklich 10-mal so klar sein wie der Gegner. Aber in die andere Richtung geht es bis minus 95%. Also du schießt eine Raketen um und kriegst 10 XP dafür. Das bringt überhaupt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, es bringt wahrscheinlich sogar der Gegnerkolonie noch mehr, weil den Schaden, den reparierst, du kriegst mehr XP fürs Reparieren, als er mit deiner Raketen kaputt macht. So. Was wir aber noch tun, das da vergleicht Koloniestärke miteinander. Ja, also dort das vergleicht direkt am Flo, jetzt warte mal, nehmen wir mal im Flo seine Kolonien nochmal, vergleicht die Kolonie mit dem Flo und die haben unterschiedliche Punkte. Was passiert, wenn ich da auf 2200 schieße, kriege ich 34%, ja. Das soll nicht von Kolonie zu Kolonie verglichen werden, sondern von Spielerpunkte zu Spielerpunkte. Weil ich auch, selbst der Grandlabort hat irgendwo eine kleine Kolonie umeinander stehen mit 50 Punkte. Insgeheim ist aber halt Ranglisten Erster. Und wenn er dann da drin anfängt, sich mit Raketen aufzuführen gegen Aggressor, die kriegen nur aufs Maul. Darum müssen wir die Spielerpunkte im Gesamten miteinander vergleichen und daran diese Prozente bewerten. Selbiges System kommt übrigens auch bei den Truppenangriffen. Erstens, was noch kommt, der Gewinner aus Angriffen kriegt 50% mehr XP oder 100% mehr XP, wie jetzt. Der Verlierer vielleicht sogar Minusprozent ein bisschen. Und es wird da auch wieder die Spielerpunkte miteinander verglichen und dadurch kriegst du, wenn du kleine angreifst, kriegst du gar nichts. Da kannst 25 mit gewinnen, du kriegst einen Scheißdreck. Und wenn du als kleiner große kaputt machst, kriegst du das 10-fache an XP. Das, glaube ich, ist das perfekte Noob-Schutz-Ding. So. Muss ich Einspruch einlegen, der Große soll es verdient haben, einen zusammen zu nudeln. Es soll ja jeder die Möglichkeit haben, andere zusammen zu nudeln. Der Dagermeister schreibt, jo, Raketen war ich dabei, aber ich meine, wenn ich ihm in Magna ohne Silos Rohstoffe klauen mag. Tja, Pech. Noob-Planet ist vorbei. Es gibt kein Versteck, dann bau deine Silos aus und sorg dafür, dass deine Lager leer sind. Das ist die einzige Art und Weise. Oder bau Truppen. Bau Truppen zur Verteidigung. Wenn er kommt, hau ich mir aufs Maul. Oder, so dass ich mache, so, ich gehe jetzt ins Bett, über 12 Stunden habe ich keinen Bock, morgen muss ich in die Arbeit, keine Ahnung, teilweise ist der Account 16 Stunden unbeaufsichtigt, was ich dann tue. So, wir haben die ganzen Rohstoffe da. Phase 1. Rohstoffproduktion komplett ausschalten. Da können wir nichts mehr bauen. Da können wir noch irgendwo was bauen. Hallo? Bauen wir das. Dann bauen wir die Waffenfabrik noch aus. Gelangt mir nicht. Ich gebe meine Rohstoffe aus, bis ich mit meinem Lager da unter Null bin. Und dann gehe. Dann logge ich mich aus und wenn mir jemand angreift, habe ich da 10.000 Truppen mehr drinstehen, der muss mit ordentlich Zeug daherkommen, dass er die kaputt macht. Aktuell ist es nicht mehr voll ausgebaut und darum habe ich noch
50 mehr Munition und zum Dingsen. Aber ich habe selber gespannt, Truppen bauen, es rentiert sich einfach nicht. Es macht keinen Sinn, weil ich sowieso mit den normalen Rohstoffen zugeschissen wird und durch Raketen kriege ich sehr viel mehr Erfahrung, wenn ich triff, als mit Truppen. Wie schaut es mit den Infiltratoren aus, beziehungsweise Gebäude abreißen? Das ist Nummer 2, die ich mir für einen Eisplaneten ausdenkt habe. Um es noch eine Stufen krasser zu machen, auf dem Eisplaneten bleibt alles wie auf dem Magmaplaneten. Keine Verstecke, nur die Getächten, Rohstoffe fürs erste Mal ebenfalls mit den Truppen suchen oder eben diese Fusion, wo ich gesagt habe. Aber eine neue Mechanik, die sich auf dem Eisplaneten ändern soll, ist der Infiltrator. Und der Infiltrator tut Folgendes. Der Infiltrator kommt wie ein Bauschiff in deine Kolonie hinein und klaut da. Und zwar die ganze. Wenn du nicht aufpassen tust. An was ich das binde, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Ich denke, dass man alle Gebäude auf Null runterballern muss. Keine Truppen mehr in der Kolonie sein dürfen. Und das war's. Und wenn du dann einen Infiltrator losschickst, ist der natürlich erstmal sau langsam, also wirklich extrem langsam. Aber wenn du das übersetzt und der Infiltrator kommt, der Kolonie ist bei 0%, keine Truppen drin, Infiltrator fährt rein, kehrt dir die Kolonie mit allem, was drin ist. Alle Gebäude auf alle Stufen, die Rohstoffe, die... Schau, was war denn das jetzt? Die Rohstoffe, die drin sind, die kehren einfach die Kolonie. Das muss ich mir aber noch ein bisschen genauer ausdenken. Reparaturkosten ein bisschen erhöhen? Nein, auf keinen Fall. Die scheiß Reparaturkosten sind so beschissen schwierig zum Balancen. Da habe ich lange umeinander gewurstelt. Beim Gebäude reparieren geht es mir eigentlich gar nicht so darum, dass du gepunished wirst, weil dir das jetzt einen Haufen Rohstoffe kostet und ewig dauert, sondern ich möchte dich bloß zwingen, dass du aktiv sein musst. Du musst bloß kommen und innerhalb von 10 Minuten sind alle deine Gebäude repariert. Das ist alles. Tanuta schreibt, bald 3 Jahre, time flies, hau mir ins Bett, gute Nacht. Tanuta, das habe ich total übersehen, merci dir für 35 Monate, schlaf uns gut. Staudi, Fun Fact, 89.230 Primero-Stoffe, 497 angemeldete Spieler, jeder Spieler hat 179.537 Primero-Stoffe abgebaut, Birger Beluga. Was? Frage 1, woher hast du diese Zahlen? Zweitens, sie stimmen nicht. Jeder Spieler hat 179, was? Verstehe ich nicht. Smoking, guter Punkt. Was haben wir da? Hier, wo Smoking, wie hoch war die stärkste ausgebaute Kolonie mit Tech-Stufen? Weiß ich nicht. Ja, Raketen war dabei, das haben wir gelesen. Was ist mit Rohstoffe, werden aber immer mit übertragen? Ja, wie schaut's mit den Infiltratoren aus? Haben wir noch Reparaturkosten? Nein, Raketen müssten geschrottet werden können, falls man falsch baut. Das stimmt, sowas gibt, das sind eher weniger wichtige Sachen, also die sehe ich nicht als, das muss ich in Runde 2 fertig kriegen für die Challenger Runde 3, sondern das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Vor allem das Komplizierteste und das wieder mal fehleranfälligste wird das mit den Truppen zum Rohstoff schicken, das wird wichtig. Die ganzen anderen Sachen, die ich erzählt habe, auch die sind wichtig, die müssen auch funktionieren, damit das Sinn macht, was da passiert. Und dann können wir mal wieder schauen mit, es muss Flakmunition muss verschrottbar sein und Raketen kann man entweder umbauen oder verschrotten und. Das sind kleine Sachen. Das kommt, aber das ist noch nicht wichtig, das ist nicht auf der Prio-Liste ganz um. Was will ich reparieren, wenn ich keine Rohstoffe mehr habe? Wieso soll ich keine Rohstoffe mehr haben? Ja gut, das stimmt. Da hast du nicht ganz unrecht. Mit dem Versteck auf 0 könntest du theoretisch in eine Endlosschleife geraten, aus der du nie wieder rauskommst. Indem das dir im 60-Sekunden-Takt jemand einen Space Marine schickt. Aber, das lässt sich auch aushebeln. Letztes Mal haben wir schon über Stargates geredet. Neues Gebäude, Stargate, furchtbar einfach, verbindet 2 Kolonien interplanetar.
Aktuell schickst du einen Transporter auf den anderen Planeten in deine zweite Kolonie, um den zu unterstützen. Was du da übrigens dann auch könntest, du kannst von deinem Erdplaneten aus Rohstoffe in deinen Magma-Planeten schicken und kurz bevor der Space Marine kommt, natürlich reparieren. Verstehst? Rohstoffe nur auf 20% Nachschub begrenzen oder so, das ist bereits so. Sag schon, jetzt lauter Leute, deren Gebäude nie unter 10% waren. Es ist selbstverständlich bereits jetzt schon so, wenn dein Lager 0% hat, dann ist in deinem Rohstofflager nicht Kapazität 0, sondern ich glaube 30% oder so ist das Minimum, wie weit es runtergehen kann. Selbiges bei der Rohstoffproduktion. Trotzdem, wenn du im Lager kein Versteck hast, kann dir theoretisch jemand mit einer Flotte ständig die Rohstoffe wegklauen und du kannst nichts machen. Darum kämen diese Stargates. Stargates haben im Prinzip nichts anderes wie Transporter, bloß instant. Das bedeutet, Transporter werden beschränkt nur auf dem Planeten von Kolonie zu Kolonie, nicht mehr von Planet zu Planet. Das ist mal das Erste. Für das brauchst du Stargates. Und in den Stargates dauert das auch keine Zeit nicht, glaube ich zumindest. Da kannst du auswählen, intergalaktische Rohrpost, so ungefähr, ja, springen. Das geht mehr oder weniger instant, aber es kostet dann halt einen Cooldown. Ja? Also du hast Stargate in Kolonie A, auf dem Erdplaneten, du hast das Stargate auf Kolonie B, auf dem Magma-Planeten und dann sagst du, weißt du was, ich würde da die ganze Zeit angegriffen, Kruzifix. Ja, Rohstoffe schicken ist natürlich dumm, weil die klaut mir sofort. Ja, aber ich habe in meinem anderen Planeten da ungefähr 53 Truppen stehen. Mein Stargate ist Level 30 oder Level 1, weißt du was, da schicke ich jetzt welche als Unterstützung in die andere Kolonie um. Immer und immer wieder. Das wird einfach übertragen. Wie soll ich das erklären? Da steht die Truppen von der Kolonie da, die stehen nicht als Unterstützung auf dem Magma-Planeten, das ist ein Chaos, sondern die werden überschrieben. Das heißt, ich habe zum Beispiel 50 Munition auf meinem zweiten Magma-Planeten, dann kann ich 5 Space Marines hinschicken. Zack, rein. Fuchtelst du gerade mit S-Stabel umeinander? Die ganze Zeit schon. So. Super, Hans. NPCs waren auf 0% gebombt, aber was dann? Die reparieren sie wieder. Nix dann. NPCs haben Nebensache noch. Sag ich ganz ehrlich, die haben nicht wichtig. Genau. Und dann kannst du diesen Space Marine, 5 Stück, meinetwegen, keine Ahnung, je nachdem wie viel durchs Stargate passt, das hängt vom Level vom Gebäude ab und wie viel Munition du auf der anderen Seite zur Verfügung hast, kann ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe jetzt 50 Munition in meiner zweiten Kolonie auf Uranus, dann könnte ich jetzt, und du greifst mich ständig mit Space Marine so, dann gehe ich her, nimm 5 Panzer, Death-Panzer, schick die durch Stargate instant in meinen Magma-Planeten hinein und das nächste Mal, wenn du mit deinem Space Marine kommst, hau halt aufs Maul. So einfach ist es. Das ist meine Gegenmaßnahme. Und so finde ich zumindest, fügt sie deine allgemeine Stärke im Spiel durch alle Planeten durch. Das kannst du nämlich jetzt gerade nicht. Du hast theoretisch 10 Kolonien mit 3000 Punkte auf dem Erdplaneten und alles voll mit Truppen und Rohstoff und was weiß ich. Aber du hast eine 100 Punkte Kolonie auf dem Magma-Planeten. Das hilft dir gar nichts. Es hilft dir gar nichts, dass du 10 Kolonien auf deinem ersten Planeten hast. 0. Aber so hilft es dir dann schon was. Dann hast du nämlich aus deinen 10 Kolonien, die du sonst irgendwo verstrahlt hast, per Stargate da Support reinbuttern. Und das ständig und instant. Ja, die Truppen haben sofort von A nach B, wir beamen und dann muss sie das Stargate, von dem es losgeschickt worden ist, muss sie halt dann eine halbe Stunde abkühlen. Oder wieder aufladen oder was auch immer. Dann greift das alles ein bisschen mehr ineinander. Dann macht es Sinn, dass ich mir auf dem Erdplaneten überhaupt ausbaut und so weiter. Ja, das löst das Problem mit den Rohstoffen etwas. Nein, das löst nicht nur etwas, sondern das löst es komplett. Wenn du richtig spielst. Alles andere so, das ist unfair. Also, nein, das ist nicht unfair, das ist ein Skill-Issue. Das ist einfach, du spielst nicht. Er ist ja jetzt schon beschwert worden. Ist ja jetzt schon mit den Raketen beschwert worden. Ein bisschen. Oh, ich war am nächsten Tag auch, obwohl alles so schweinebillig ist, dass du sofort wieder auf die Füße bist. Dann schaue ich durch diese Accounts, die da so ein bisschen umeinander jammern. Kein Schwanz baut Munition, oder? Kein Schwanz geht in die Abwehrstellung einer und baut auf Vorrat Munition. Kein Mensch da, geh her, Iron Sky, hier, oberballert.
Oh, Fehlschlag, warum? Flares ausgelöst, ja dann nochmal. Zack, Rakete weg. Was ist das? Das ist ein Cluster, da werde ich wahrscheinlich auch 2 brauchen. Zack, weg. Der Bayernsbur, da weiß ich es nicht, aber meistens schicken die Leute die Roten. Oh, Munitionstyp wirkungslos, probieren wir es mal mit denen. Ah ja, und gehe ich mal davon aus, du schickst 3 EMPs, jawohl. Zack, Fehlschlag, Munitionstyp wirkungslos, probieren wir es da damit. Zack, so. Und schon werden aus keine Ahnung wie viele Raketenangriffe, gehe ich da rein, Rakete abgeschossen, ich krieg 410, 610, 590 XP. Dankeschön, da gehen wir da rein, dann gehe ich in die Abwehrstellung, mach die Munitionskosten einmal ein bisschen billiger, mach die Munition ein bisschen, dass schnell erbaut wird und baue mir plus so ein Munitionslager, damit ich da mehr Flakschuss reinkriege. Gleichzeitig gehe ich da wieder her, baue die Munition sofort wieder nach, damit ich es habe, wenn ich es brauche. Gehen wir da her. Fertig. That's it. Sprenge schreibt, aber kannst dann mehr Truppen schicken, als der Munitionslager versorgen kann? Nein, natürlich nicht. Ich kann natürlich jetzt, pass auf, angenommen. Nehmen wir heute mal reale Bedingungen. Das ist meine erste Kolonie. Ich habe 48 Munition. Wir stellen uns jetzt vor, da steht ein Stargate. Level egal. Dann gehe ich da auf Uranus her. Haben wir auch ein Stargate. Aber ich habe da Munition von 242. Aber keine Truppen. So, mit der wir jetzt einmal so, da kommt tatsächlich ein Angriff. Die Salamanders greifen Black Templars wieder an. Ich und der Weibio haben uns aufs Mal. Der ist jetzt halt sehr lang. Da habe ich jetzt 1 Stunde Zeit, dass ich hergehe und baue ein paar Einheiten. Bauen wir die, und bauen wir die, und dann bauen wir die, und dann heißt es, alle 13 Bauslots sind belegt. Das ist natürlich ein wenig ein Krampf, aber dann passen nur noch 3 ein. Dann müssen wir schnell reparieren. Ja, und das ist alles, was ich möchte. Ich möchte nur, dass du da reingehst, aktiv wirst, die Gebäude reparierst, die haben innerhalb von 1 Minute oder maximal einer Viertelstunde, wenn es komplett im Arsch sind, haben die repariert und funktionieren wieder so, wie sie sollen. Ja, kostet nicht viel, dauert nicht viel, aber ich muss mich hinsitzen und aktiv sein. So, jetzt müssen wir vielleicht abwarten, bis Kaserne repariert ist. Das müsste eigentlich auch angezeigt werden, so einigermaßen. Schauen wir mal. Ja, müssen wir warten, wie lange dauert ein Kaserne? Wo ist denn die Kaserne? Dauert 30 Sekunden, das ist okay. So, das war aber nicht unsere Frage. Hier Stargate und in der Erdkolonie Stargate. So, jetzt habe ich da noch 112. Angenommen, der Angriff, der kommt schon in 10 Minuten. Fuck, ich kann nichts mehr bauen, aber ich habe tonnenweise Truppen an meinem Erdplaneten umeinander stehen oder halt eben in meiner zweiten Kolonie auf dem Magma-Planeten 5 Meter weiter. Dann kann ich jetzt halt schauen, schicke ich Support-Truppen da um? Schaffen es die noch frühzeitig? Wahrscheinlich nicht. Der ist nämlich gleich, wieso dauert denn der Stunde? Weil du Penner über Def-Einheiten schickst, darum. Naja gut, was tue ich jetzt? Ich gehe da her, gehe ins Stargate, wähle meine Truppen aus, die ich mich schicken möchte. Wie stelle ich mir das vor? Du wählst eine Kategorie aus, was du schicken willst. Rohstoffe, Primärrohstoffe, Truppen, Flakmunition, alles was beweglich ist. Was kann man noch mit schicken, weiß ich jetzt gerade nicht. Raketen vielleicht sogar. Gebaute. Und wenn ich auswähle Truppen, dann wird man automatisch wohin? In diese Kolonie, nämlich nach Black Templars. Dann wird man sofort angezeigt, da stehen 119 Munition zur Verfügung. Wenn du das Stargate benutzen möchtest, kannst du maximal Truppen da rüber beamen, die halt in diese 119 Munition einpassen. Die Truppen beamen sich dann zu den Black Templars, also da jetzt in meine rote Kolonie hinein, übernehmen die Technologie von dieser Kolonie und. Die sind quasi, als hättest du die in der roten Kolonie baut. Und sie sind dauerhaft weg aus Wuchs 1, also aus meiner grünen Kolonie. So bist du ultra flexibel, kannst Truppen umeinander schicken und keine Ahnung was, aber du musst das halt da. Du musst halt selber nachdenken, so, jetzt wie ich angegriffen, fuck, wie verteidigen wir jetzt da? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Ich habe jetzt 1 Stunde Zeit, mir da was auszudenken. Was, wie man? Ist das einigermaßen nachvollziehbar? Hast du eigentlich das Primärrohstofflagerproblem schon lösen können? Wenn ja, und was hat es gelegen? Das würde mich interessieren.
Ich glaube, da hat es nie einen Fehler gegeben. Das, was ich weiß nicht, wie ich das jetzt jemandem erkläre. Pass auf, was passiert. Jetzt pass auf, was mit dieser Zahl hier passiert. Und wenn ich jetzt das Lager neu lade, sind die 73 wieder da und die 2 die fort sein müssen. Verstehst? Das ist nur ein Anzeigefehler, sonst nichts. Fast so wie ich meinte. Irgendjemand hat mir es zusammengeschrieben. Das ist immer ein bisschen schwierig, das in Schreib zu mir erklären, was gemeint ist. Ich hab's dann schon gecheckt. Ich weiß auch, was das Problem ist. Also ihr habt nie Wasserstoff verloren oder dazugekriegt. Nie. Das ist nur ein Anzeigefehler gewesen. Wenn du das Lager einmal reinlässt, ist es wieder richtig. Ihr habt's und deswegen habe ich mich blöd gesucht. Weil ich auf das nicht gekommen bin, dass das beim Transport nur ein Anzeigefehler und ein Berechnungsfehler ist. Mit dieser Funktion hier, die wird wahrscheinlich auch keiner kennen, wenn du hast eine Kapazität von 5, klickst auf das Rohstoff-Icon, da geht's auch nicht mehr. Du klickst daher, dann tut er da normal da unten automatisch alle eine, die reinpassen. Genauso wie da übrigens. Das schon mal ausprobiert überhaupt? Oder das überhaupt irgendjemand gewusst? Dass der automatisch die maximale Kapazität dann übernimmt, was noch übrig ist. Es geht übrigens auch so, wenn ich da 200 eingebe, habe ich noch eine Kapazität von 300, klick da drauf, tue die restlichen da rein. Weiß ich nicht, ob das jemand gewusst hat. Aber ist ja vollkommen wurscht. Aber genau diese Berechnung da, mit dem umeinander klicken und bla bla bla, da ist irgendwo ein Rutscher drin mit der Rohstoff-ID. Zum Erklären, kann ich es erklären? Ja, das ist ein grundlegender Fehler. Da herum werden die 3 Grundrohstoffe angezeigt, Rohstoff-ID 1, 2, 3 und das ist der 4. Und der ist leider Gottes hardcoded 4. Das da ist aber nicht Rohstoff 4, sondern Silikat ist Rohstoff 5 und das Eis ist Rohstoff 6. Wasserstoff ist 4. Kann sich jetzt einigermaßen jemand zusammenreimen, was passiert? Du schickst da, ich habe jetzt die 2 Silikat weggeschickt, dann wird da herum Rohstoff-ID 4 auf 0 gesetzt. Gleichzeitig ist aber auch das hier Rohstoff-ID Nummer 4 und dann steht da auf 0. Im Hintergrund in der Datenbank stimmt alles. Da haben nach wie vor meine 73 Wasserstoff noch da und. Aber da ist ja der Anzeigefehler, das ist alles. Und deswegen habe ich so lange danach gesucht, das gibt's nicht. Naja, aber gut. Aber gemacht, Lager, Wasserstoff, weg, Volumen. So, Kinder, jetzt ist Viertel nach 11. Ich wollte euch eigentlich nicht tot labern, aber ja, here we are. Vielen Dank fürs Spielen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Vielen Dank für das Runde gewinnen. Ich werde leider, glaube ich, bis Freitag nicht schaffen, dass ich die Runde 2 starte. Ich sag's, wie es ist. Wie ich es am Anfang vom Stream schon gesagt habe, seit letzter Woche, eigentlich schon seit einer ganzen Zeit, aber seit letzter Woche ist ganz extrem, prasseln aus allen Richtungen, werden wir durch den Fleischwolf dreht. Momentan ist gerade nicht einfach, darum bitte ich um etwas Nachsicht. Wenn ich es bis Freitag schaffe, gebe ich am Donnerstag noch Bescheid im Discord, aber wahrscheinlich eher Freitag in einer Woche. Was ich noch machen muss, ich muss eigentlich gar nicht mehr so viel machen. In Runde 2 möchte ich bloß noch die 2 Planeten wegschneiden, kurz probieren, ob es funktioniert. Muss die 2 NPCs deaktivieren auf die 2 Planeten und dann kommt der Wipe. Dann kommt einfach der Wipe, 3 komplett neue Planeten, ein bisschen größer wie die alten, ein paar Anpassungen an die Geschwindigkeiten, an die Kosten und so weiter und so fort. Und dann war es eigentlich. Michi ist Stalker 2, was hier ist, das haben wir vor 2 Jahren gespielt, glaube ich. Also, kann man dir was... Nein. Danke der Nachfrage, nicht, das sind private Dinge, die gingen keinem was an. Ich darf schon sagen, wenn es nicht wirklich langsam ein wenig narrisch wird. Aber gut. Ja, nee, dafür ist mir mein Job und mein Schlaf zu wertvoll. Arschback an Soundcram, du bist immer für uns da, oder sind wir auch für dich da? Das ist eh klar. 2 Wochen Urlaubsgeld von dir, ein bisschen chillen, nach 3 Wochen ist echt gut. 2 Wochen Urlaubsgeld von dir? Das verstehe ich jetzt wieder nicht, ich habe es mal essen, egal. Vollkommen wurscht. Und dann wird Runde 2, ich nenne es jetzt einfach so, Runde 1 war eine Challenger-Season und Runde 2 wird eine Endlos-Season. Das heißt, da sitze ich nicht mehr 10 Stunden davor und programmiere rein, was ich stark bin, sondern das Spiel läuft, jeder kann spielen, wie er will, es kostet nichts, wer einen Support-Account einkacken will, ist okay,
sage ich natürlich Dankeschön. Wenn was kaputt ist, bin ich natürlich da, etc., etc. Aber ich sitze nicht 10 Stunden davor und denke mir aus, das muss jetzt fertig werden und das muss fertig werden und das und das und das. Das geht jetzt momentan da sowieso nicht gescheit gehen, aber das darf ich mir auch nicht an. Darum wird es eine sogenannte Endlosrunde und die kann tatsächlich, die kann 3 Monate dauern, die kann 6 Monate dauern, die kann 9 Monate dauern. Ja, ich brauche Abstand vom Spiel. Zwar so, dass ich mich mal ein paar Tage tatsächlich gar nicht einlogge. Und dann machen wir mir eine Runde 3, wenn die Sachen implementiert sind, die ich heute verzeiht habe. Das kommt während Runde 2. Irgendwann gibt es dann auf dem Magma-Planeten keinen Extraktor mehr, sondern halt eben Truppenschicker. Und. Und wenn ich dann der Meinung bin, okay, das Spiel hat sich jetzt so auf den Kopf gedreht, dass wir eine neue Challenger-Runde testen können, dann wird es beendet. Dann kündige ich da herin wieder, oh hey, eine neue Runde, wer Bock hat. Und da geht's dann wieder ab. Da sitze ich dann auch wieder 10 Stunden davor und schaue zu und pass auf, dass das und jenes und keine Ahnung und hack richtig rein. Ich glaube, das ist ein ganz guter Plan, dass ich nicht abbiege. Zweitens, dass ihr sogar auch nicht abbiegt. Das ist ja auch nochmal wichtig. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass von den 200 Leuten, die immer noch aktiv sind, ja, seit Donnerstag ist das Spiel gar, ihr Affen, dass die in Runde 2, wenn es von vorn losgeht, nicht alle nochmal da sind. Aber in einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht schon. Und dann denke ich so, das war eigentlich ganz cool, es hat sich sehr viel da, mag ich ausprobieren. Runde 3 hat meine Frau Runde 1 einigermaßen wieder verdaut. ja, genau. Ja, genau. So ist es gedacht. Und auch ich, so ist es nicht. Runde 3 hat meine Frau Runde 1 einigermaßen, genau. Das ist so, sagen wir mal, dann machen wir halt da 1-2 Mal oder vielleicht auch bloß einmal, ist so scheißegal, einmal im Jahr, bis dieses Spiel fertig ist und von vorn bis hinten Spaß macht und nicht eintönig wird und immer besser wird, machen wir einfach Community-Events draus. Das einmal im Jahr, vielleicht 2-mal im Jahr. Fertig. Herr Grantler schreibt, bleibt Supporter-Rank dauerhaft oder von Runde zu Runde? Herr Grantler. Herr Grantl-Sepp. Wieso kann ich jetzt das da nicht reinposten? Wieso kann ich eigentlich nichts mehr in meinen eigenen... Ich lese davor. Okay? Ich weiß, dass keiner von euch irgendwas gelesen hat. Weder die Questtexte, noch die Gebäudebeschreibungen. Warum soll jetzt dann die Shop-Seite lesen? Mit deinen einmaligen, in Klammern oder mehreren, freiwilligen Beiträgen deiner Wahl wirst du zum Supporter für die gesamte aktuelle Spielrunde. Eine Runde dauert in der Regel 4 bis 8 Wochen. Mit dem Start einer neuen Runde wird der Supporter-Status zurückgesetzt. Jeder Beitrag, egal in welcher Höhe, hilft. Vielen Dank. Sollte das Ihre Frage beantworten? Ich hoffe. Das war von Anfang an 1 Million Mal so kommuniziert und ich hoffe, dass da jetzt keiner kommt, ich bin ja gespannt. Ich warte ja bloß drauf, dass sich irgendjemand beschwert. Der Supporter-Shop ist unser Baumenü. Ja. Du sagst doch immer, es wird kein Baumenü gelegt. Ja, gut, in dem Fall ist es aber halt nicht mein Problem. Kann ich schreiben, Kartoffelkal oder Grantlerbad, wenn ich bitten darf, bist du der Kartoffelkal? Gibt es da keinen Battle Pass für alle Runden des Jahres? Okay, I'm sorry, aber Kartoffelkal oder Grantlerbad, wenn ich bitten darf. Kartoffelsepp kannst... Nee, Idee. So, jetzt ist 20 Uhr, jetzt mag ich auch nicht mehr. Also den bin ich schon seit einer halben Stunde heiser, aber ist gut. Ich hoffe, das passt. Das Spiel war super. Vielen Dank für die Runden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich selber. Das mit dem Spiel hätte ich nicht gemeint, dass das so gut läuft und es schaut mittlerweile auch Welten besser aus und das wird auch immer besser, hoffe ich. Aber das läuft halt jetzt so dahin, wie ich gerade gesagt habe. Wer Bock hat zum Zocken, kann das gerne jederzeit tun. Es bleibt absolut kostenlos. Und wenn Sie diese Challenger-Runden, da gehört vielleicht auch mal kurz was dazu gesagt, wenn Sie diese Challenger-Runden der Aufmerksamkeit erfreuen, so wie das jetzt war, in den letzten 3 Wochen, fast 4, und vor allem auch, das gehört bei dem Projekt einfach dazu, das habe ich auch von Anfang an gesagt, die Supporter-Geschichten bleiben ähnlich auf gleichem Level, dann ist dieser Server lang vorausfinanziert und bleibt einfach laufen. Wenn es Fehler gibt, bin ich natürlich da, aber sobald Runde 2 startet, bin ich nur passiv anwesend, außer es gibt Probleme. Und die nächste Runde soll sich halt, das ist schon nur das grundlegend gleiche Spiel.
Aber es soll sich ganz anders anfühlen. Ganz anders. Was hältst du von Smite? Warte, doch mal lustig, das Smite, ist das nicht das 3D-LOL? Da spielen wir lieber LOL, Alter. Hat schon gute Garde gemacht, bin ich gespannt. In der Runde 2 komme ich erst später zu, ich lasse erst mal Zeit. Ja, und kann jeder. Ich verstehe ich mich halt auch nicht. Ich hätte selber, ich meine, das merkst du selber, muss ich die Runden zur Gaudi zu Endlosrunden machen. Ich habe ja selber keinen Bock. Ich hätte jetzt selber keinen Bock, nochmal von Null zu anfangen. So wie das Spiel ist und war, ohne dass es sich an vielen Stellen sehr stark ändert. Und da brauche ich halt die Zeit während Runde 2. Und Runde 3 wird dann wieder die Schwitzerrunden. Man kann es natürlich auch anstatt Challenger-Season, kann man es einfach auch Schwitzer-Season nennen. So! Und jetzt gehen wir ins Bett. Meine Damen und Herren, es ist 20 nach 11, ich habe schon wieder sauer zu lang da, über alles da gelabert, was da ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die ganzen Donations, Resubs, neuen Mitgliedschaften und überhaupt. Das ist, glaube ich, heute wieder ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es ist nicht erst letzten Mittwoch aus dem Ruder gelaufen, ich weiß nicht, was das sowieso ist. Sehen wir uns am Mittwoch und diesen Freitag, da spielen wir dann Green Hell fertig. Und wenn wir noch dazukommen, bauen wir noch den größten Turm, den wir finden. Ansonsten bauen wir nächste Woche, ist es mir wurscht. Und jetzt, der Staudi sagt das Richtige, schau her. Genau, im Sommer haben wir alle anderes zum Tor wie Annex-Düdeln. Richtig. Auch ich. Schön, dass das von euch kommt. Sehe ich nämlich ganz genau. Also. Natürlich sitze ich mich nicht bei 30 Grad daher und baut 10 Stunden lang am Tag irgendeinem Spiel umeinander. Das ist der totaler Kass. So! Schleichen wir uns davon. Hauen Sie sich dahin bis Mittwoch 20 Uhr. Muss klar sein. Da, hier, warte, ich kann den. Okay, tschüss! Das geht in der Bühnenbutton nicht, ich weiß ja auch.